Okay, da will ich euch alle zusammen herzlich begrüßen am Namen vom Mouvement Ökologique zu dieser Zoom-Konferenz zum Thema Zustandsanalyse von den Lebensräumen an der Artenvielfalt zu Lützeburg und schreckend Resultate, wie reagieren. Für die möchte auch nicht kennen, ich bin Michael Charles und ich arbeite seit langem Jahr beim Mouvement Ökologique und kümmere mich um Naturschutzprojekte. Und ich werde dann heute noch die Moderation von dieser Konferenz machen. Es wird so auflaufen, dass den Gilles Biver als erstes wird uns den sogenannten Reporting präsentieren und der Jacques Pierre wird sich dann noch mit anbringen und dann will man erst dann noch Möglichkeit geben, erst zu Wort zu malen, Fragen zu stellen. Wenn der aber vier nach Fragen hat, Verständnisfragen, dann stellt er von Schrift an den Chat, also während der Präsentation auch just Verständnisfragen und den Rest machen wir dann nur der Präsentation. Genau. Lust auf jeden Fall doch ein Mikro also echt aus oder die ganzen Zeiten aus am besten. Den Kamera könnt ihr gerne anlassen, weil doch sympathisch ist, die Leute sind, zu denen ihr schwätzt. Die musst du aber natürlich nicht machen. Und wir werden das Konferenz auch abholen, also wir sind am Gang, so abzuholen. Und ihr werdet dann auch online rein können, nur gucken. Wir stellen sie wahrscheinlich nächste Woche bei uns im Internet, da könnt ihr so vorne. Genau, ihr ist da Lot auch und Gilles weitergeben, will ich dann uns Referenten auch vorstellen. Die meisten kennen sie zwar wahrscheinlich schon. Gilles Biver hin als Conseiller de Gouvernement Première Klasse beim Umweltministerium. Und hin wird dann das Reporting auch koordiniert. Und ja, also in der Freizeit als ein Hobby-Ornitholog, also verbringt viel Zeit zu draußen mit der Spektiv. Den Jacques Pierre kennen wahrscheinlich auch viele Leute von hier, stehen als Beruf Bioprof, schon ganz lang aktiv am Naturschutzgruppe vom Mouvement Ökologique. Und seine Passionen sind nicht viele oder vielleicht doch, aber für allem auch die Fledermaus. Und genau, merci dir zwei auf jeden Fall, dass ihr Zeit geholt habt, für heute Abend uns die Zustandsanalyse zu präsentieren. Für was von mir uns dezidiert das Konferenz zu machen, weil mir ganz wichtig fanden, dass das Zustandsanalyse präsentiert wird und auch über die Resultate geschwärzt wird und auch Ursachen angepackt gehen und dass wir uns auch vorstellen, wie wir mit den Resultaten umgehen. Also was geschieht oder wie werden wir in Zukunft, ja, wie soll der Naturschutz in Zukunft auch ausgesehen? Genau. Ich gucke eigentlich, ob ich nicht vergessen habe, es zu sagen. Nee, wenn da sonst nach technisch Fragen hat oder so, dann könnt ihr dir immer den Chat schreiben, dann gucken wir, wie darüber zu reagieren. So, da gebe ich nur das Wort weiter, gehen und Gilles, für das wir uns Präsentation vom Reporting kann machen. Okay, ja, merci Michael, guten Abend alle guten zusammen. So noch viel merci für die Invitation. Ich denke, dass es interessant und auch wichtig ist, die Resultate zu diffusieren. Und dann, wie du gerade beschrieben hast, das macht dann den Überschlag machen. Nicht nur so, ja, die Resultate sind erschreckend, noch gucken, was zusammen haben und Mam Jacques dann noch gucken, oder Propose man einmal die alle guten zusammen identifizieren, wie wir daraus auch kommen aus der Krise, die man der Biodiversität tun. Ich gebe dann proposieren, ich gehe direkt den Ekran sharen. So. So. Eine kleine Konfirmation, wenn das just wollt, ob das so klappt. Ja, merci. Gut. Ja, also den Titel hat gesehen, das war ja angekündigt, wo wir dran sind. Es geht um eine Zustandsanalyse über die europäisch geschützten Lebensräume und dann auch die europäisch geschützten Arten. Und die natürlich als Symbol da stehen wie eine ganze Reihe anderer Lebensräume an Arten. Die heute sind so eine Auswahl von Arten, die natürlich für das Gesamtnatur auch stehen. Natürlich stehen die Resultate, die wir hier weisen, so ein genereller über den Zustand von unserer ganzen Diversität, von unserer Biodiversität dann zu Lützeburg. Es sind zwei Teile. Den nächsten Teil ist dann, nennen wir dann heute den Reporting oder Naturschutzdirektiven. Ganz viele Leute, die ich hier gesehen habe, wissen, was die Naturschutzdirektive sind. Und trotzdem sind eine Reihe Leute, die ich noch nie gesehen habe. Und das man dann auch leid, wenn Leute wären oder jeder Bescheid weiß,
enke kurz aber zur Erklärung, was die Direktive sind. Es sind zwei Richtlinien, die von der Europäischen Kommission, also von der Union zusammen ändert alle Memberstaaten akzeptiert gesehen. Das die sogenannten Fullenschutzdirektiv, die von 1970 aus an die aus 2009 neu kodifiziert gibt, eine ganz Reihe Jurisprudenzen gesehen, an die befasst sich exklusiv nimmen am Schutz von den Fullenarten. Die besieht doch eine ganz Reihe Sachen, wie es muss Schutzgebiete ausgewiesen gehen, wenig die wenn sie schulen, wie eng Arten die wir schulen, die sind alle schulen, je Nächte sie geschützt, die Tiere selber sie geschützt, wann sie geben Schuhe just zu dem Zeitpunkt. Also das ist den Objekt von der enger Direktiv. 1992 hast du die einer Direktiv nur kommen, die immer aufgekürzt geht, der FH-Richtlinie aufgekürzt für Flora, Fauna, Habitat-Richtlinie. Du geht dann eine ganz Reihe europäisch schützenswert Arten an Lebensraum von den Arten, die darüber da geschützt gehen. Und alle Götten außer Golden eben Fulle, weil die ja schon da aufgedeckt waren. Man hat dann gesucht, bei mir haben die auch, wie alle Götten Janer Memberstaaten an als nationale Gesetzgebung dann auch transposiert. Das war 2004 geschieht mit dem Naturschutzgesetz, an United Naturschutzgesetz von 2000 an Ursprung, wo man das dann umgesetzt haben. Bon, an der Direktive, an den zwei Direktive steht doch, dass man muss regelmäßig dann sogenannten Reporting auch machen. Das bedeutet, dass wir wie alle guten Janer Memberstaaten all 6 Jahre müssen melden, wo wir dann dran sind mit der Umsetzung von den Direktiven, haben wir alle als Gebiete ausgewiesen, aber wie ist der Zustand von den Arten und von den Lebensräumen, haben die echt eine gute Tendenz, sind sie mittel, gehen sie zurück, wie verbreitet sind sie an alles, geht dann zusammengestellt von der Europäischen Kommission, an der den europäischen Rapport dann erstellt, wie zum Lauf von der Situation von der Natur an der ganzen Europäischen Union, an alles könnt ihr auch nur gucken. Ich habe auch Linken dran gesagt, wo ihr könnt alles nur sichern. Sämtliche Informationen, die wir hier weisen, sind auch disponibel, und mit den Linken könnt ihr alles transparent auch nur sichern. So, den Reporting geht dann, wie ich schon gesagt habe, alle 6 Jahre gemacht. Und die letzte Reporting wird dann 2019. Und das ist dann auch präsentiert. In diesem Sommer hat der den Observatoire de l'Environnement Naturel heute zur Position gezogen und wird auch der Alarmglocke gezogen. Und heute Abend gehen wir dann mehr an Details von diesen Sachen ran. Und dann im zweiten Teil, wie ich schon angekündigt habe, gucken wir, was mögliche Solutionen dann noch wären. Bei wir so ein Reporting zu machen, war das als ganz Datengrundlage. Ich muss sagen, dass man die letzten Jahre seit 2010 substanziellen Erfolg gemacht haben, viel Geld daran gesteckt, um die Monitoring zu machen. Die war total lakunär. Ich will dadurch so sagen, die erste Reportingen habe ich gesehen, in Stuen 2001 bis 2006, die zweite war die Periode aufgedeckt 7 bis 2012, und die dritte war 2013 bis 2019. Und war nur den ersten Reporting, wo man mehr komplett Informationen hatten, die von 2007 bis 2012 war zwar auch schon ganz gut mit den Heiten, also bei weitem die komplettsten, die man konnten dann aufgeben. Das war als Datengrundlage davon, mit 2007 bis 2012 als ein Biotopkataster erstellt ging am Offenland. Was verstehe ich in der Offenland oder was verstehe ich in der Offenland? Das ist alles, was nicht am Busch ist und nicht am urbanen Raum ist, nicht an der Siedlung ist, also alles Feld und Flur, wie man tief noch Deutsch so. Biotopkataster sind dann alle Götten die Flächen, die als Biotop bezeichnet gehen, alle Götten die erdreiche Flächen, sie kartiert gehen, sind evaluiert gehen sur Platz am Terrain. Wie sind Datenzusammensetzung, wie ist die Struktur von dem Biotop, sie Gefährdungen auf dem Biotop, und da wird dann eine Gesamtbewertung herausgezogen bei all Biotop. Das heißt, eine ganze Kataster für die das man nicht kennen. Dasselbe ist dann auch gemacht gehen am Busch. Am Busch als ein Biotopkataster gemacht, in das Jahr finalisiert, die Informationen hat man natürlich schon nicht 2019, das heißt, wir hatten just Informationen 2014 bis 2018. Das aber auch an den 90er Jahren eine phytosoziologische Kartierung von den Büschern gemacht, das heißt, die Informationen der Lungen alle Götten disponibel. Ich hoffe just für die Interpreten, dass ich nicht immer zu sehr schwätze, das muss immer klein Zeichen gehen. Ich probiere, mich dann zu bremsen. Ich finde weiter, wir dachten, gibt es dann auch ein Monitoring
gemacht an den aus 2010 gemerk in dat net hechen das vier net Äte gezielt gesinn karteiert gesinn me losingten so opgeholt gin am Terrain gezielt gin fir dat man können den Reporting auch ordentlich machen dat hecht systematisch an der Zeit vergleichbar idealerweise dieselbe Schleit die immer immer den Terra gin mat derselbster Methodik so das just Zeit da das wettern d'Erklärung ass fir Variationen vun de Bestand vun den jeweiligen Äten. Weiter wird Verbredung sind aber die Datenbanken vom Naturmusee ganz wichtig oder von der Zentralornithologie für Fullendaten. An sos all weiter Datenbanken, die zur Verfügung stungen, sind dann auch hier benutzt gehen. Wissenschaftliche Publikationen sind auch geguckt, wie wat goet von neuen Informationen, die hier dann auch mat angeflossen sind. Und schlussendlich, von alles zur Summe gestaltet war, sind auch d'Experten gefrot gin, ob dat die Konklusionen waren, die richtig Konklusionen wären, respektiv die hunn zum großen Deel auch von Anfang an mat geschafft. Dat heißt, mein Matrierten de Jacques Pierre war een von denen, den geholle huet fir de Reporting dann zu machen zu de Fledermaus. Wir hunn de Purfledermaus-Experten hai am Land, sämtliche Informationen von denen sie mat da gefloss méi, dann hummer immer mat engem oder Purexpert geguckt, sinn dat tot den Day Konklusionen. Schlussendlich dann noch de Verglach gemacht mat den Reportinge fir Drun, wat waren do die ganz Informationen, wie huet de Bestand sich geändert, geht besser. An natürlich opgepasst, war man lo méi wissen, dass man net die falsche Schlussfolgerung zählt. Das net weil man 2008 bis 2006 net gezielt hat, keine Informationen hat, dann lo ziele man, dass man so juhu, da geht alles op natürlich net, dat das immer a Relation gesagt gehen, si man auch sicher as het vergleichbar, geht het op oder auf. Alles dat as mat geguckt gin. Heiert am Bild gesider so Printscreens vun de Biotopen aus dem Offenland, wo man fir den Herstadt kurz vergisst ze soen. Mi hunn eure Monitoring gemacht, dat hicht dieselbe Biotopen, die 2007 bis 12 geguckt gesinn erhowe gesinn, man leider an Terra geschickt 2016, 17 an 19 an die sind dann Rëmenker reevaluiert gin am Terra an du hast da geguckt gin, wie geht het denen einzelnen Biotopen, wie wat Entwicklung vun dem jeweilige Biotop an doreiser kann ihn dann Trends als eng Entwicklung vun dem Zustand dann auch rausschillen, dat huet nämlich Kollege den Erik Scholz die Lächtjoren begleet. Das ma auch wichtig zu so Philoponym erwähnt, die ha geholle vun me et war viel mi bret wie dat an probéiert oder Jäger nicht probéiert de bisssen opzelechten zum Schluss net nemme wen als Foto in Heimat geliefert huet, wo probéiert opzelechte wen méi substanziell ha an dem ganzen Reporting bedeligt werden. Me das onméiglich natürlich ein ganz Licht zu man du auch nimmen déi geholl déilo substanziell dro bedeligt wären. De gesietet ha wen huet du alles geholf. Bei de Fulle sind insgesamt 225 verschiedene Melder, die an enger Form Fulle gemeldet und die ha an de Reporting mat agefloss sind. Dat sind aber immerhin 95% Freiwilliger, die du mat gemacht wat aber schon erstaunlich ist, an déi och dann sogar ein Drittel vom Gesamtopwand gemacht. Und dat hecht Leiit, die Weekends oder sos an ihrer Freizeit dann wie in Datei op der Foto auch gesagt, die dat an ihrem Benevolat dann auch machen an ganz wichtige Informationen noch lieferen, die Informationen gin all validéiert, nimme validéiert Informationen kommen heran. Ich so dat doch mat Nodruck wir erwurzen erstreichen, dat heiten einfach schon ein ganz robust erbeg das an der Heimat mat 100.000 vun Daten geschafft hun, die Melder alle Götten geliefert hun bei der Flora Fauna Habitatrichtlinie, also bei der Habitatrichtlinie sind da Manner, da das klassisch immer so Fullen Schengen mi grosser Beleeftheet vun de Benevolen ze geneessen. Wer dawer nächt run erinnert, dat awer Namer e großen Deel Freiwilliger awer auch do mat gemacht hun, also auch do net zu erschätzen, die dann do 10% vum Opwand och erledigt hun. An finalement waren dann awer en ganz Reihe vu Wissenschaftler, die bedeligt wären, wie die Karten zu erstellen, wie die Reportingheimat auszufüllen. Also die jeweilig Experten oder Expertengruppen, denen ich natürlich auch muss ein dicke Merci so, sonst wäre das überhaupt nicht möglich gewesen.
natürlich schon nur gedeiht just war vielleicht zu Foto wie dat ganz heernst ein bisschen oplockeren wohin er variiert am Bild eng schlingen hat da gesagt die auch dann europäisch geschützt das die bei man vier kennt an dann noch den plötzlich Stenkert oder den Iltis Frettchen oder als Haus der ja dann gibt keine Zeit das natürlich die Wellform dann davon die alle Beit geschützt sind europäisch geschützt sind die eng op der Annex 5 Jahren op der Annex schlang als méi stark geschützt die nicht dies du mir 2013 leider miss mellen dass man gut net weste wo man mat denen dro wären an dank dem Monitoring wissen man dat avalo wesentlich besser man konnten die Wissenslächer dann füllen. Lo net erschrecken, ich weiß nicht just ganz kurz enker den Encodage. He soll den Hauptmessage just sinn. Ich will okay fall, dass da den Detail von dem Bild jetzt guckt. Et geht mal just, dass da versteht, dass dat eng Sesi-Mask ass, wo ich muss alles ausfüllen. Natürlich das nicht so, dass man zu pur du am Gruppe löschtech ofes bei ne sitzen, an de Fannger Blut gehalen hun an von du wo de Wand könnt. Ma ja an die Richtung geht dann noch mat denen Äten oder Habitaten. Dat muss ich schon alles systematisch standardisiert dann ausfüllen. An ha ein Beispiel vom Kalktrische, wo se da Kalk-Halbtrockenrasen, wie dat dann op Deutsch genannt wird, mat dem europäische Code 260, dat die nicht zu sagen. Muss ihn dann ausfüllen und können ihn op Konklusionen. Et muss so wie groß ist die Fläche insgesamt am Land, wie ist die Zusammensetzung, wie gut, wie schlecht sind sie, wie artenreich sind sie. Das heißt, von der vielen in schlechten Zustand sind, also die Einzelbiotopen am Terrain evaluiert, wenn die alle gut schlecht sind, da können Konklusionen natürlich auch, dass ein insgesamt op nationalem Niveau schlecht das mé auch geguckt wer erst die Gesamtverdelung davon. Was sind die Impakter? D'Experten sind noch gefragt, was sind Hauptimpakter? Gerade beim Biotopkadaster, auch bei den Erde wusste man ja durch Kartierungen, wo wat leiden alle Götten die Arten? Was sind die Hauptimpakter? Und das gouf dann notiert, und das gouf alles ausgewertet. Das ist nicht so, da sehen du bei Nesuz gesagt, man das heute gut an der tote schlecht. Nee, das beruht alles auf Terrasinventaren. Bon, schlussendlich können den dann op die ominös Konklusionen, die gesieht du die PFF-Coden op europäischem Plan getümmer so mit dem Ampelsystem geschafft, dat hicht green wie beim Autofuhre Go, der ist favorabel als gut giel als Mittel mat der Tendenz echt da net gut, an der Rot als keimer schlecht, also bad am Englischen. An du gesieht dann die Konklusionen, an du de Grundprinzip one out all out van vun den Konklusionen Rodas dann as die Gesamtkonklusion wie den Lebensraum oder de Art rot plus dass man on generellen Trend ugin hun heldet zo oder heldet of oder bleibt het stabil. Dat is dat toten als wir alle Götten die Erde gemerk gin, die ist 56 vun der Habitatrichtlin 28 Habitaten an 153 Schulenärten. Also das war schon ein ganz Reihe Arbeit, wo man lange Wochen am Gang war. Aber dann halt zu den Konklusionen, wer ist dann den generellen Zustand eben von alle guten der Lebensraum. Du siehst dann die Case duriert, dass 50% sie rot, das heißt, das rot ist immer ganz schlecht, also das wirklich keiner weide wäsch von der zufriedenstellender Situation, gering als mal nicht gerade ein Drittel, an Giel sind dann 16%. Das heißt, der Fazit ist, dass von unseren europäisch geschützten Lebensräumen, also sind der R20 und dazu, die bei so einem Naturschutzgesetz da so stehen, dass 2/3 davon ungünstig sind oder sogar ein dicke Batz davon sogar schlecht sind. Dann noch den Trend geguckt, wie entwickeln diese Statist, wie Keistart Uwen, hoe der Keistart innen alles wat het niet deichter das wat het sogar méi riklaufen, dass die gesiedet du an der Legend mauvais an der Strich geht nach der Fall geht ruft die weisen nach eng negative Entwicklung. Die 3 Rot die sind stabil und dann hört den so 3 Rot-Orange, die sind negativ, also die sind am bad, am schlechten Zustand, wie die weisen aber eng leicht positiv Tendenz, das sind eng Reihe von aquatischen Lebensräumen, das gesehen man dann han nu nach Mai. Ich meine, aber auch in der Zeit, dass man vielleicht ein Beispiel weise. Ne? Ja. Also wenn man Lebensraum
schwätzen, muss man ja ein bisschen ein konkret Beispiel weisen an Schmengen. Das wird nächste Slide, ne, wo ihn dann ein weisen und ein konkretes Beispiel, was das dann nur hecht von Lebensraum an einem schlechten Erhaltungszustand. Voilà. Merci. Ja. Maja, also mir gesinn dann hai op den dritten Slide eng blumereich Mavis op Lützeburg nenne man dat auch immer eng Hevis. Also das dat wat de frei erkannt huet, werd an der zweite Halschend Juni Gemeinkinas, wat dann enkeier am Summer normalerweise no Gemeinkinas als Grum ganz oft. An déi immens blumereich war wie en ha op der Foto erkennt. Also ha jo klenge Wenk un Simone wat als die ganze Blumefotoen ha alle Götten zur Verfügung stalt huet, war alle Götte Leiikrin ha jo Merc an no anige gesot fir hier Fotoen. Dat heite sinn also die normal Main Wiesen, die gemeint gin an ha mat an de ganz Flottbeispiel. Allerdings schon net hier ugedeit hu jo Monitoring gemacht vun all den Liwensreim am Oppeland an die Biotope sind eng Eichkerf gin an sind Leiit sind idealerweise dieselbe Charakteren eng zweet an den Terrami speit gescheckt gin. An die hun dieselbechten Biotop, also ha die Meiwiesen dann Rëmenker evaluiert. Also die Reetzeiers ich da Flottbeispiel vunner an huet den dann wer du an dem Kare gesit ginnet dann pu Grin entweder hun die sich just qualitativ verschlechtert oder sie Kar immer zersteiert bedeit, dass sie nicht mehr als solch unzuspreche wären, dass sie nicht mehr qualifizieren als den europäischen Habitat, als die typisch Hevis. Und habt drin, die dann du am Terra nach abgehoben gesehen, waren eng ganz stark Düngung mat Gülle zu oft gedüngt, das teilweise auch einer Graszochten dragesehen gesehen, verschiedener sind auch nicht mehr gemeint, sie sind bewegt gehen. Bewegung as net kontraproduktiv fir die dotte wiese verschiedener vu Energiegemein der Geno beweet, méi wann se zeré gemeint oder zeré beweet gin a mat ze hegem Féibesatz op der Platz bedeit einfach dann den ganzen Erteverlust, die ganze Kortech gezeigt. Die muss ich dat so viel stellen, also sorry wie alle Götten die jetzt kennen an schmengen Simone Hai als Spektatrice, dem werde den Neel brennen, dat kind sicher besser erklären wie ich probiere dat dann mal. Das ist einfach so, dass wann so wiesen dann schon den 20. April gemeint gehen, alle Götten die Blumen, die den dort Lebensraum ausmachen, wo net zu dem Punkt kommen, dat sie können bläien an och an oder Sobilde fir gin se schon zweimal gemeint an die ugepassten Äte darüber verschwannen no an no Bank asmi am Boden an den Lebensraum verarmt. Dabei könnte natürlich auch mat der zu vieler Düngung, zu heger Düngung, dass verschiedene Zochte vu Pflanzen dominieren, die Wuse meiser wie andere an einer drecken Dam. Bon, das wird natürlich auch grün. Ich denke, dass man pumol nach darüber kommen. Die ganz grün sind natürlich als landwirtschaftlich Umstellung. Das heißt, man haben ganz viel an immer mehr große Milchbetriebe. Die kommen praktisch nicht mehr raus. Sie kommen nicht mehr auf Wiesen. Oder diese gehen nicht mehr gemeint, für dann Tee zu machen, wie der Wander. Nee, die Kei sind dann Turbo-Kei, die brauchen energiereich Futtermittel. Die Wiese gehen so oft gemeint, mit ganz reich und Eiweißer. Und die verdrohen noch gar nicht mehr die faserisch Wiesen, das für die praktisch nicht mehr zu verdauen und nicht mehr genug zu verwerten. Es liefert denen nicht genug Energie, dafür gehen die Wiesen dann mehr oft gemeint an. Zur Konklusion verschwannen dann als blumereich Meiwiesen. Da könnte man weitergehen. Wir haben ein Beispiel dann geliefert von Lebensraum aus dem Offenland. Die Konsta, man kann nicht auf all die 20 Lebensräume angehen, an die 200 Arten, das wird man heute noch nicht packen. Dafür dann ein bisschen mehr am Resümee und schon gehen alle Arten, die euch interessieren, an alle Habitate, könnt ihr dann am Detail auch nur schlagen und den Linken, die an der Präsentation zum Schluss hängen. Und die kriegt dann Hanno auch gerne verschickt, respektive schmenget Michel setzt die beim Miko auf die Homepage. Aber wenn ihn das Ganze dann auch relativ sehr betrügt,
durchgehen, dass sie seht man ja wie ein Tippe von Lebensraum wann Stadt bündeln mal alles da dient in die vielsisch Lebensraum steht dann Habitat rocheux, also alles was richtig vielse sind Vielskanten oder so Ebolien so Hangschutz oder das können aber auch nicht flach Lebensraum sind wo ihn aus den Minieren der Darrebaugebiet erkennt, wo ihn praktisch flache blanke Fils aus ja du gesagt den dann dass die alle Götten ziemlich gut sind. Auch an der Bëschliewensraum schenkt de Schung an net so zu drecken 3 Gring 3 Giel, also der erinnert dich Gring als favorabel Giel als Mittel als net genial. Wie wo direkt de Schung man das tatsächlich bei denen Liwensraum aus dem Offenland oder aquatisch Lebensraum. Dat könne Stegewässer sind, die Zuchte vu Weieren, also ganz dat können auch Eutropheiere sind, wo viel Pflanze wo also de klassische fresche Pool mat viel Vegetation, dat können aber auch nährstoffarm. Weiere sinn mat verschiedene ganz raren Algen dran. Mit der gesit den Hauptproblem ass am Oppeland oder auch bei Fischgebiet. Das nach Fischgebiet, dem het auch schlecht geht, dat sinn so Bachen mittlerer Gräst, wo der gesit dat heinst du am Summer du hast so den fluten der Hernenfuß hecht die Pflanz das geiert eigentlich zu den Butterblume mis eng Weisplay. Wann den net passt gi wahrscheinlich so net dats eng Alsch mat pléie mit das kein Alsch ze geiert eigentlich der Familie von den Butterblumen. Die as auch schlecht, die Weieren hun schon opgezielt as am Oppeland wat man ja die Meiwiesen, die Hevis woschwden opgezielt hun eng mi ficht Variant, do vu oder eng deitlech mi ficht Variant, die Pfeifengras Meiwiesen, die eich da die dudecher beabflusst sind, dass den Grundwasserspiegel dann noch ganz heich ist, dann ist da auch die Heetlandschaften kennen da bürne so Bilder wat vun der aus Schottland ich vierstellt man mir hun och Heetlandschaften freier ganz viel ha gehört, die gehören auch dazu. Also generell alles wat irgendwo gemeint oder bewegt geht an denen geht het alle Gute auch schlecht. Und noch van den dann nach mir Besuchnis erregen eigentlich guckt wie as dann den Trend von denen also Orlo heirem den Diagramm drinnner wann der guckt Vielslewensraum wat mi gering am blo so gegin wat ihnen besser geht dat ist zunächst der positive Trend an wat méi rot an deichter rot geht werdet nach méi negativ natürlich du stell den Ohren fest dass bei der Lebensraum am Offenland von denen 7 denen net eigentlich schlecht geht da so nach 6 sind wo im moment reklaffen sind. Ganz einfach Beispiel man sie bei Hevis vu 4 rum die man dann lo Biotopkadaster online gesät hun hun gesot Biotopen die sind interessant, die sie geschützt, passt op se op an erwer mir nach mat den Monitoring den lo lebt am Offeland das nach immer weiterhin Lebensheim wie die Hewiesen awer normal loser schleichend durch Verdüngung verschwonnen. Et geht aber auch de Kontra davon, also die Kalleg Halbtrockenrasen, wo schwert nur geschwert hun, die sind haiers do oder oft so uninteressant, weil die an enger Hanglag sind, dresche fallen, das Gukinse mi will nutzen, dass du echtter schlewen also Hecken opkommen an dass se ënner nutzt sind. Also das in anderen Extrem mit grosso Modo kann ich aber soen, die Habitaten aus dem Offenland, aus der Agrarlandschaft leiden quasi alle Guten außer den een und der Intensivierung von der Landwirtschaft, dat eng andere Orientierung. De Viehbesatz sind einfach so heich ass, dudurch fällt immens viel Gülle die ihrem irgendwo Fläche muss verdeelt gehen. Also sind wir einfach ein Stickstoff, der Haushalt, also den Azot, den so heich ist an diesem ganzen Kreislauf, die sogar auch Impakte auf die Luft hat, dann auch die Luftqualität hat, aber weiter sogar auch auf die Wasserqualität. Das erklärt auch, wie wird als Lebensraum, als aquatisch Lebensraum, besonders als Fließgewässer, als Quellen, also in einem schlechten Zustand sind. Also natürlich nirgends Kläranlagen, die an die Fließgewässer laufen, lief dann natürlich auch die ganze Stickstoff, was ausgeschwemmt wird, lief dann auch an Eisbächen, früher oder später. Was den aber nicht dir vergessen, ist natürlich auch die Art und Weise, wie wir als Land im Moment planen und bewirtschaften. Die gesiedet das all du substanziell wiest, et fällt schiedverrengem op die ganze Flasche verbraucht, die man auch hun. Ja, du sind einfach ein ganz Reihe
vu Lebensräumen han nur auch von den Äten, das gilt dasselbecht wie hai von den Habitaten, die einfach verschwonnen, die einfach bebaut gehen, da mussten sonst gar nicht dass kompensiert gehen, wie sie kreen langwierig nimmen dieselbecht Qualität van überhaupt an da das natürlich immens schwierig dann alles zu steuern. Aber bei der Ficht Lebensraum doniert dat ze impactéiert gin vom ugrenzende Raum gin se natürlich waren se stark impactéiert, dass die Fischlebensraum freier einfach drsche gelöst goufen trainiert goufen wo man da los schwer wierig dann verschiedene Naturierungen von de Berge machen an einer Fischlebensraum da rumgewannen mit das wirklich mühselig ganz schwierig für dann die Drainagen durch rauszukriegen an da kann den an den aquatischen Lebensraum verschiedene Licht positiv Tendenzen natürlich die Stoffe die am Moment festgestellt gehen an als Berge hun eng Lichttendenz nur ënne wat alles aus dem urbanen System könnt dass man viel klären lernen die lächt Joren gezielt gebaut hun die ganze Steckstoff an Ausschwemmungen wo es nach huet aus der Landwirtschaft die fand leider nach immer weiterhin statt. Voilà. Leitmengen dann überwältig besser. Ja, du kannst auch, ich kann keinen Schluck trinken und dann ja, okay, gut. Ja. Dann kommen wir weiter mit das Leiden, wenn du willst. Okay. Oder hol einen Schluck. Das ist just der toten enker kurz zu und das ist auch nicht uninteressant das ist aber just marginal nee, aber wenn ihr guckt wann in Lebensraum du opdeelt die aquatisch die aus dem Agrarmilieu dann aus dem Busch das Uwen das natürlich alkes all Lebensraum huet an der Grafik Uwen immer eng Eenheet an natürlich die net ganz rar Lebensraum die wahrscheinlich noch immer rar waren an noch weiter hier werte rar sind an gin anderer die immers hefisch waren. An du gesä den er war dann bei den Liwesreim am Oppeland an die de Bösch sinn klassisch die hefisch. Das ganz normal, dass mir wenig aquatisch Habitaten hunn mir sinnet ha a enger Seen platte mir sinne der Finnland, wo sie überall seen hunn, a mir sinn noch net an enger Bierschregion, wo man ganz viel sinn. Datcht do wo mir können den großen erfahrlecht, das natürlich bei de Böscher as natürlich am Offenland. Bei de Bëcher die europäesch Bëcher sind die national geschützte Laufbëcher, die mise op die geringen Tableau nach dabei dropsetzen, die sie net an europäesch geschützte schien se ha dran. Wenn du gesagt awer schon wie dass da war schon muss viel sech machen, dass man die 140 Quadratkilometer also rund 100 also 15.000 Hektar Greenland wo dann mi ganz feinisch also ungefähr 2000 vunner sinn an engem mé oder manner guten Erhaltungszustand an der Techt 13.000 war also 13.000 sind an engen schlechten Erhaltungszustand an plus die anderen die man alle Guten verloren. Gut, dann wollen ich bisschen wie gesagt das natürlich ein bisschen den technischen Deel gewirrscht wann man bei den Lebensräumen von 2/3 von schlechten defavorablen nach schlechten Erhaltungszustand schwätzen als bei den Ächten eigentlich nach Megraf. Dachte gedeelt engerseits all Arten Fullen ausgeholt, die hat eigentlich verstanden, dass eben engerseits Habitatschutzdirektiv spielt, dann auf der anderen Seite eben Fulleschutzdirektiv auf der anderen Seite. Wenn man all Arten, wie gesagt, viel ausgeholt haben, stellen wir fest, dass 80% an einem ungünstigen, respektive wirklich schlechten Erhaltungszustand sind. Also der Tisch, dass man da wirklich auch an den letzten Jahren nach auch Arten wirklich nicht stabilisieren konnten, an die wirklich auch weiterhin riskieren bei auszusterben, wann den guckt wegen das sind also evident, wann der Lebensraum natürlich zurückgeht, er verschwindet, respektive der Erhaltungszustand von dem Lebensraum von einem guten Erhaltungszustand von A ob ein C wie schlecht geht, dass natürlich die Arten noch nicht hier Lebensraum fanden und natürlich auch hauptsächlich dafür Arten betroffen sind vom Opelland, also von der Opener Gewähren. Und ich meine, wenn die spazieren geht, mir geht wie gesagt das Leerchen mir rift, dass wirklich, wenn ich spazieren geht,
vielleicht nach 2, 3 Fullenzochte begeht, wo früher aber auch mal ein Hänfling und so weiter an einer Hexe. Das heißt, wir merken eine Verarmung vom Offenland und natürlich von den Arten, die an den Lebensräumen, an den Fischgebieten zu finden sind. Wenn wir in den nächsten Slide gucken, ein paar Arten oder ein paar Beispiele, die gesehen ein bisschen, für wer ich lo sehen, weil dem Fledermausarte geht, für wer die Fledermausarte relativ oft an der letzter Zeit an der Presse. Wir haben zu Lützeburg 21 verschiedene Fledermausarten und wir können einen Graph sehen, dass rund 90% von ihrem Bestand zurückgegangen sind. Also die meisten Arten in ihrem Bestand zurückgegangen sind, wobei natürlich bei den Fledermaus, auch wie bei den Fischelarten, die häufig sind, die auch im Teiserflehen, zum Beispiel ein Zwerchfledermaus wie Haiumbild, oder auf der anderen Seite aber Arten sind, die extrem rar sind, an deren ihre Lebensraum oft, wie gesagt, dann immer mit Klänge, dann irgendwann auch die ökologische Kapazität nimmt, was für die Arten zu erhalten. Ich denke, so zum Beispiel ein großes Hinweis ist, nur wird man nach 1, 2 Beispielen gesehen. Andererseits natürlich auch Arten vom Offenland, die Insektenreichtum, die kennt die Klassiker, wo eben, wie gesagt, Fensterscheibe vom Auto nicht mehr von Insekten verschmiert das, wo deutsche Wissenschaftler der Alarm Klacke zu, wo sie festgestellt haben, dass 70% von der Insektenbiomasse sogar ein Schutzgebiet zurückgehen. Also das nicht nur, dass ihr seht, Mojo als Schutzgebiet, da sind die Arten nach da, auch an den Schutzgebieten, wie gesagt, die sind oft so kleinräumig, dass die Arten sich da nicht können halten. Aber wie gesagt, die Nachrichten, wenn ihr ein bisschen darüber guckt, da liest, merkt ihr noch, wie gesagt, Rückgang von 52% von den Piperlix-Sorten, deres Piperlix-Sorten an Holland, Rückgang von den Laufkäferarten. Und ich meine, und das ist ein bisschen ein großes Problem von dem, was den nennen, Shifting Baseline. Ich meine, dass Habannen an dem Zoom-Raum die wenigst wirklich nach die Aalwiese kennen, die wirklich artreich sind, wo wirklich eine halbe Dose Piperlicken auf den Blick zu sehen sind, aber eben den Artenschwund nur an nur schleichen, das, weil ich so merke den eigentlich auch nicht. Ne? Wie wenn jemand ältere Leute schwätzt, die auch ein bisschen erzählen, wie früher die Wiesen ausgesehen und merken den eigentlich, dass man wirklich die Prozente auch an der Realität tun, wie gesagt, die Shifting Baseline, also einfach als kritisch Grenz mit dem Ausstehen eben auch immer weiter hochgeht. Selbstverständlich natürlich auch Arten vom Fischland, zum Beispiel Amphibien. Ich denke, halt zum Beispiel eine Art, die früher relativ häufig war, ein Geburtshelferkröt, aber auch Arten, die ganz spezifische Lebensraum brauchen, sandig Karrieren wie ein Kreuzmog, die auch ganz rar ist. Ihr wisst, dass Natur und Umwelt op der Kalbermille seit Jahren probiert, als einheimische Bergmuscheln zu retten, für Flussperlmuschel Margaritifera als die muss dann zu spät kommen, als Flüsse sind an einem dermaßen schlechten Zustand, da heißt, dass so viel Stickstoff und Nährstoffe dran sind, aber auch fein Sedimenter, dass man seit Jahrzehnten kein Kinowus mehr Hund, der Tisch geht nicht mehr nach eng genetisch Reserve an einem Berg am Ausland. Die Zweitart Flussmuschel, Cassiono, wie gesagt, zweit Beispiel, wo wir probieren, eben die Moment zu halten durch Nutzen. Dann, wie gesagt, nach 2 aber auch mit Positivbeispielen, nicht für die Leute bannen, alle an Deprim zu stürzen, an dass wie gesagt, alle aufhängen, Alkohol zu trinken. Komm mal in den nächsten Slide, Gilles, wenn du willst. Aber auch Positivbeispiele, einerseits zum Beispiel für Success-Storien, den europäischen Biber, wo auch durch Management, durch DNF, Natur- und Buschverwaltung, gesagt, dass da denkt, dass sie am Gang ist, sich auszubreden, weil sie eben geschützt ist, sie dürfen nicht gejodet oder geschossen gehen. Aber wir fangen noch an zu merken, dass zum Beispiel den europäischen Biber am Gang das Flusssystem zu ändern, der Tisch, dass auch los die Biber am Gangen ist, den Ökosystem zu beeinflussen, Staudämme zu bauen, respektive Bäume zu lehnen, die an Berge fallen, an die natürlich dann auch ein Mikrohabitat sich für andere Lebensräume. Eine andere Success-Story, als was wir plötzlich den Wiederfrosch nennen, den Laubfrosch, Hila arborea, wo dank einem Notzuchtprogramm durch die Sikona, die Art, die eigentlich quasi, also wo man seit Jahrzehnten Lützeburg drauf schafft, eigentlich die Art zu erhalten, wo letztlich 4 auf ein einziges Site zusammengeschrumpft war, wo man aber dank wirklich einem gezielten Artenschutzprogramm merken, dass die Art am Gang ist, sich auszubreden, neue Gewässer zu besiedeln, aber wie gesagt, wo auch als Kanner an der Zukunft auch nach werden die Art zu Lützburg
können beobachten. Also ganz klar der Message, also ohne natürlich die 80% am Handicap zu verlieren, mit dass sie ganz klar gesagt, dass von die Ökologie von der Erde beherrscht, erkennt, an sich mehr geht, dass sie ganz klar kann einen aktiven Naturschutz machen, an dass die Erde auch darüber reagieren, an auch, wie gesagt, im Bestand kann stabilisiert, die respektive Arten sich weiter verbreiten. Voilà, da kommen wir zu den Fischen. Du meinst Schluss ist die Schilderung drin. Ich meine, dass hier aber dort ein größerer Spezialist ist. Merci, Jacques. Maar ja, dann bei den Fullen, also selbst wie auch vier Drunnen, so ganz technisch könnte man ja alles so weisen, wie ist das bei den Fullen gelaufen, wie sind die Einzelarten bewertet gehen. Wir haben also pure Arten rausgepickt, wie der Jacques Loch für die Arten von der FFH-Richtlinie gemacht hat, sodass es doch wird Fullen ist, und haben nur dann noch die generellen Konklusionen zu zeigen, wo muss der Naturschutz in Zukunft dann hinsteuern, dafür nur nicht mehr ganz zur Mehrheit. Der Jacques hat doch viel nur gedeiht, das ist so, dass bei der vollen Schutzrichtlinie die funktioniert ganz leicht ähnlich das heißt das nicht mit dem Ampelsystem das grün giel rot Abstufung froh als hält der Bestand so bleibt es stabil als sie fluktuieren das heißt wieselt andauernd Rückruf oder geht ins Zweck oder man wissen überhaupt nicht wie das heißt Vorstellung als ganz leicht ernst, aber Konklusionen bleiben trotzdem immer dieselbe wie man das hier dann auch gemacht hat mit der Lebensraum. Das ist auch logisch, dass von der Lebensraum von Arten degradiert, dass dann viele Bestände wie die anderen Arten dann eben auch rücklaufen das. Sogar bei den vielen Fällen warum dass vielleicht Männer die dann do verschwonnen die op Fichtlebensraum ugewiese sind. Et sind hauptsächlich Wegste aus dem Offenland vielleicht as so ficht Grasland die sind auch stark verschwonnen. Allein an die 60er Jahren hat den pur 100 Koppeln von Piwitschen. Mittlerweile sind wir noch bei einer Handvoll Piwitschen, die nach am Land Haiiansdummel probieren dann zu bringen. Mehr op die Detailer kommen man dann gleich sie schon Arten aus der opener Gewähren die Reklaven sinn. Hummer dann e pur vun denen de Piwitsch hat just genannt, den an den am Viechkringland ass, auch zwei aner Kandidaten, die schon am echten nationalen Naturschutzplan erwähnt waren, grad de großen Neimäder, den der längs am Bild gesäit, den du fir bekannt hast, das am vu Gesangfull, den er war bisse lieft wie klenge Greiffull an du meist nach gefréet hun Schëller geklappt hun en gros Responsabilitéit fir den am nächste Slide weisen ich da wie dem lo an der Lächt gangen ass an dann riiert zu hai et Feldhong als Deitsch Rebhuhn wat dann echt den Agrarliewensraum firken an de Bruchen och lieft an dem geht het auch ganz schlecht bei Beitärte riskieren selbst wie de Piwitsch auch an den nächsten Juren oder wie dem Brombrüchen viel von ihr können sich nach die Annonce die Annonce vom Brombrüchen von 2 Jahren am Englischwert für die Neirot löscht rauskommen war vom Patrick Lorger Madabesta könnt ihr Stunde nach drin erinnern, Brombrüchen gilt definitiv als ausgestorben, bei denen heute 2 plus den Piwitsch riskiert an den nächsten Jahren, also nächste kurze Jahren auch genauso zu gehen. Man gesehen eine Übersichtskarte. 2007 haben wir nach einen Aktionsplan wie den auch abgestaltet. Es waren Zielungen 2006, 2007 an die folgenden Jahren, an die sie repetiert gehen bis nach kürzlich. Und leider ist der Kanzler dann nur, dass man von 90 Reveille, der sieht auf der Karte, das sind die orange-beige Grumperen, das waren die mal besetzt waren. An 2020, das sind dann die Ökonomie besetzt sind. Das auch in der Scherz gehen aus einer Situation, die wir nicht gut kennen, braucht die großen Neimäder, lieft a Clusteren. Das gesagt, meistens sind die Revieren immer geklumpt neben den Ehen, und du musst den Sozialbündnis zwischen den Neimäder gehen, aber wenn du ihre Weiher zerstört wird, dann war es ganz sicher, dass die ganze Cluster, die Reviere nur auch zusammen zerbrickelt sind und abgegeben sind. Das heißt, etwas, was haut nach vielleicht ein paar Mal noch könnt,
das eng Diskussion wohin heinst du heiert so wann in an Diskussion mat de Leiit baust das ja mé ass die Full dann nur do so wichtig heget da bemol das jawer just den Full an ha geht ja mat besänecht das mit das oft net nëmmen den Full oder die eng Koppel mechtens ass dat an eng Gesamtgefüge ze verstoen, den dut geheiert zu eisem Gesamtnetzwerk vun der Biodiversität. Aber man du Stecke rausschnippeln, riskiere man, dass du e ganzen System, e ganzen Deel vun eisem Biodiversitäts, also virtuelle Biodiversitätsnetz einfach kollabiert. An ha se ganz klar Beispiel, mit dems das verschieden vereinzelt Autorisationen ausgestalt gi waren an denen Jore weil gesot das arme da kompensiere ma op egent ennger anderer Platz ass der gedut gi Ma dat tut fenng nach egentéi op an dann an der krämer die schon sie getesselt. Und das quasi alle Guten den Fall immer schief gelaufen. Also muss ich vielleicht ganz klar so, dat du ass net an 80er Jore ne. Dat sind Donne vun 2006 dat dat an de lechten dosene Joer passéiert de Rückgang an dat das mengg wat viel Leiit net begreifen, dass van Biodiversität wächbricht, dass mir net können dem Moment bestimmen ne? Dat hicht irgendwann als einfach die Masskritik vun den deieren nëmi ginn, dass erfolgreich Junker op Welt setzen, a wo Bestand dann wirklich innerhalb vun enger halber Dose Joren oder 10 Jore ka komplette Summe bricht. Dat ist eigentlich bei der Biodiversität de große Risiko, net das net graduell durchfüllen, das net mit Zielen eng Grafik, die nur zurückgeht. Ich kann irgendwo den Punkt, wo einfach ein kritischen Punkt ist, wo einfach Populationssumme bricht. Und das sehen wir auch für andere Arten, auch für Fledermausarten, natürlich auch, wenn man nach Daten beobachten. Irgendwann haben wir keine Reproduktion mehr und dann innerhalb von ganz schneller Zeit bricht eine Gesamtpopulation für das ganze Land weg, ohne dass wir da können auch direkt durch Mesure können angreifen. Voilà, ja. Weil dat nennt dann so den Point of No Return bei den dort Nächten. Et muss ich noch so, et war niewend der ganze Intensivierung, die dann stattfand hat bei der dort Art, kommen die natürlich Fluktuationen, den heiten, den das einfach war Fluktuationen, dass sie dann Bestandskurven, die über Jahren immer variieren, wann Bestandskurve wenn ja unter Null kratzt, ja, da kann sie aus dem Neich nicht mehr einfach abkommen. So einfach ist es. Bei Chemidoas können sie auch nicht mehr sich abhandeln. Oder wir können die auch mit vielen Aktionen nicht mehr schwer oder gar nicht mehr abhandeln. Aber das war zu den raren Arten aus dem Offenland. Aber wenn ihr aber dann auch guckt, wie steht es dann mit denen, was man nennen, die auf Englisch ist das die Common Birds, also die Hefischfuhlenarten. Du sind da ganz viel, die riskieren irgendwann nicht mehr so hefisch zu sein, wenn die Grenzen so weitergehen, wenn ihr die Grafiken da guckt. Sieht ihr auch hier, dass sogar dann noch bei den hefischen Arten, ja, das wusste man ja viel bei den FFH, die Jacques gestaltet hat, sind alles à la base mittel, hefisch oder gern auch Rararten. Ja, bei diesen geht es Hefischarten, die sozusagen en masse sollten du sein, die aber den Trend nach einmal die letzten Jahre, also lo unhellend, Jacques hat wieder gesagt, das ist nicht 1980 irgendwo geschieht oder 1990, das geschieht lo nach immer. Auch hier sieht da natürlich Fluktuationen. 2013 war nach bis spät an den April ran nach Schnee, das heißt die ganz schlechte Jahr, schlechte Reproduktion und trotzdem sieht das viele konnten krabbeln. Und das sind die normal, die natürlichen Fluktuationen, die stattfinden. Und aber was man im Moment generell feststellen als die rote Strich, das ist also rücklaufend dann am Offenland. Am Bëch hummer dann eich dann Accroissement liicht zouhullen, wobei et Orament fluktuiert. Du muss ich natürlich gucken, wie se Stadt die nächste Jahr entwickelt. Mi dat spiegelt awer de Konstarëm, den ma fir du gesot hunn, wer se mat den europäesch geschützte Liwensrein. Wa man hunn net schon fir opgezielt, das bestimmt net schlimme ze wiederholen. Das awer eng Banalisierung an der Landschaft, das eng Intensivierung an der Landwirtschaft, mit das awer de Flächen verlocht. Feldleersche geht net nëmmen alleng dodech errégt, dats méi Äcker gedünket a méi intensiv geschafft gët. Feldleerchen verschuent och, well irgendwann eng so Aktivitéit du steet, wo se fréier gebrit huet oder nach d'Lächtjoer gebrit huet oder well eng Cité
durchsteht. An alles können man nicht immer weiter kompensieren auf Pflanzen, die hun auch Reveiller zu verteidigen. Irgendwann kommen wir gerade an einem kleinen Land wie Lützeburg auch do ob ein Punkt, wo man bimmel nicht mehr können kompensieren auf Pflanzen auf einer Platz. Ich meine, da muss man aber zu den Ursachen kommen, war das dann der Grund von dem schlechten Erhaltungszustand von der Natur zu Lützburg? Bei dann ganz sehr Konklusion. Ich meine, Hund schon gesagt, wir wollen nicht lange abhalten, weil man muss ja auf den anderen Deal aber auch rüberkommen. Und merci für die kleine Rappel, Jacques. Weil sieht dann einfach gebündelt nach einmal bei allen Habitaten, bei allen Arten, was sind die Impakte, die genannt sind bei allen Arten Habitaten. Ihr seht die unterschiedlich Vorwürfe. Die Agrikultur, das wundert dich nicht, als du die häufigst genannten Ursachen, du gehst natürlich auch Subtypen. Das ist nicht einfach nur gemeldet in Agrikultur. Das ist schon gesagt, zu hohe Viehbesatz, zu viel Düngen, zu oft und zu frei Mähen. Also die Intensivierung in der Landwirtschaft, als du genannt gehen. Und natürlich der Flächenverbrauch. Teilweise aber auch Bauten von Straßen, Bauten natürlich auch vielleicht von Zugstrecken. All so Infrastrukturen, die irgendwo auch zu der Urbanisierung natürlich mit beikommen. Dann aber auch Änderungen von den Ökosystemen. Das heißt, dadurch, dass das Ökosystem mehr eutrophiert wird, sie wird durch den Verkehr, dass sich mehr NOxen dann umwandeln an als Stickstoff daneben auch deposieren an die Ökosysteme, dann natürlich auch Änderungen vom Wasserhaushalt, die dann halt auch mitspielen. Aber ich meine, du gesittet halt die Abstellung, aber wollte vielleicht aber Jacques lieber auf den nächsten Teil weiter, weil ich meine, das ist ja aber ganz wichtig. Ja. Aber dann gibt man vielleicht mal dem aufhängen, wo es generell der Pummel gut steht. Das soll aber nicht heißen, dass man so können dabei sind, aber es rausch kuscheln an so meier fein das alles gemerkt. Mir gerade an engem Joer wie diesem hu man gemerkt, wie wichtig de Bëch wie verreen war an noch an den nächsten Joren wert sinn. Man waren alle gute froh, dass sie sich konnte an die Bëcher zurückzählen an noch gerade dann, wann het dick wärm dubausen as mir den ever wie de Bëch funktioniert, wann het een natierlesche Bëchers wéi erholsam, dass den as wéi Temperatur dominierisch ass sicher auch heich für dem der gesitzt, dass viel Büscher am Moment leiden. Es sind zwar hauptsächlich die nicht ungepassten Büscher und das wird sich auch in der Zukunft nicht ändern, dass die nicht ungepassten, die nulle Büscher werden sicher auch in der Zukunft nicht ein Zukunftsmodell sind, wird ganz klar Zukunftsmodell sind Eis, chemisch, Laufbüscher, bestenfalls auch Mischbüscher, was sie mehr artreich sind, was sie mehr resistent sind, was sie mehr resilient sind. Und auch von den Leuten, die immer gemerkt das Buch ganz stark gelitten haben und der drischend an und der hützt, für allem auch. So sind aber andere Arten, die hoffentlich du können mit ansprangen an unserem Ökosystem, eben aber ganz wichtig haut das auch für Zukunft, so dass wir auch mit unserer Naturbuschverwaltung im alle Fall eine Reihe Sachen NRW haben, für zu gucken, die Zukunft für auch Privatbesitzer dahin mitzuholen, zu überzeugen, dass als einheimisch strukturiert artenreich Büscher die richtige Solution für Zukunft sind, so dass Lohner an nächster Zeit wird ein Buschsubsidienreglement am Regierungsrat deposiert gehen, wir auch du mehr gezielt zu orientieren, besser Subsidien zu machen, wie das Busch resilienten, klimaresiliente Busch an Zukunft behindern könnt, dass die weiter hier sind Dingschlichtungen auch kann auch bringen, assurieren an man hun natürlich auch die ganz Klimakomponent auch erkannt, sodass auch ein Prim für die Ökosysteme, die de Busch liegt am Moment NRW als Baseline wie alle guten als Privatbuschbesitzer. Ich meine, Jacques, du wolltest du? Ich kann vielleicht so ein bisschen anmerken, vielleicht für auch die Position von Mama Kojikto ganz klar zu stellen. Wir hatten ja auch Experten aus Deutschland, ich erinnere an eine Konferenz von Professor Ibisch, oder auch andere ausländische Experten wie Martin Levin sind ganz klar der Meinung, dass man in Zukunft immens muss oppassen, wie man Gestion auch von als Laufbüscher machen. Ich meine, es gibt pur Grundregeln, eng von den Grundregeln, dass man Büscher nicht oprappen. Ich meine, das ist ganz wichtig, da haben wir gesehen, dass Büscher, die komplex
Busch komplex bilden, dat heißt, wo net groß Buschstraßen dadurch feieren oder wo Beem rausgehagi sind, dass die Drechen wesentlich besser wegstechen. Der zwei das ganz klar, dass den Umtriebsalter, das heißt durchschnittlich Altersgrenz, wie nie Beem solle gefällt gehen. Man soll noch absetzen, verschiedene Experten schwätzen doch von 100 Jahren Beem mehr Algi lassen, einfach wilde Busch dadurch mehr Fischkeit hält, mehr resilient geht. Natürlich auch standortgerecht Pflanzungen. Ich meine, das am Gangen. Ich meine, wir sollten also auch sicher evaluieren. Du wirst das Gestion gerade von der Forêt Soumise oft über Plan d'aménagement forestier geht, den 10-jährig ist, dass man zum Beispiel ein Moratoire gehen, und als wirklich abhalten, im Moment als Büscher abzurappen, aber wirklich probieren, als Büscher auch wirklich, wie der Gilles richtig sieht, resilient für die Zukunft abzustellen. Kommen wir gucken, vielleicht aber auch nach achten, die an dem Lebensraum 4 kommen. Natürlich ein Fledermaus sagt, ein ganz rar Fledermaus sagt, denke ich, die kaum mehr von nicht gesehen hat, dass eine Art, die zuletzt quasi ausgestorben war, 50 Jahre lang keine Reproduktion von Genas, Mopsfledermaus, sie ist relativ leicht zu erkennen, weil sie Doren zusammengewurzt wird. Das ist eine Art, die hauptsächlich an Eiche Büscher lebt, an do ein Lebensraum Habitat hat, die ganz kurz von kurzer Dauer ist, ephemer ist, und zwar lebt sie und reproduziert sich an der Schule, von Beem, die am Gang sind, aufzustirben. Das ist natürlich ein Lebensraum, den nicht lange hält, das heißt 3 oder 4 Jahre, bis der Baum dann entweder so weit futti ist, dass er nicht von umfällt, respektive Schule hochfällt. Und haben wir den aufgeplatzten Schulen, wie gesagt, sammeln sich die Weibercher an, kriegen durch Jung abfällt. Und das ist meine große Challenge, meine auch zusammen mit der ANF, für zu gucken, wie eine Verjüngung von den Eiche Büscher herbeifeiert. Ich meine, da sind ein ganz paar die Maßnahmen, die kann eine Rolle gehen. Einerseits zum Beispiel Drainagen an den Büscher rückgängig machen, das heißt eine Rimmvernässung von den Büscher. Aber wie gesagt, ganz klar, nicht so viel Licht an die Büscher bringen, will natürlich bei uns das Bisch, die ich auf die Seite drängt, an den dritten Hauptforderung. Ich meine, jeder, den die Käsiger Info gelesen hat, weiß, ein Zurückholen von dem Wildbestand, Schulwildbestand, ob ein Bruchteil von dem, was wir aktuell haben, eine natürliche Verjüngung hätten an unsere Büsche. Also das ist natürlich ganz klar, eine Verjüngung, ohne zu viel Luft an der Büsche zu kriegen, davon noch nicht geschwärzt. Biotopbeem am Totholz, hoffen ich, dass die ja überflüssig gehen. Dem Moment, wo wir den Umtriebsalter von unseren Beem absetzen, brauchen wir kein Biotopbeem mehr, brauchen wir keine Allholzinsel mehr auszuweisen, will dann einfach den Artenreichtum von unseren Büscher so groß ist, auf Flächen decken, dass man gar nicht mehr auf Servicebrachen zurückzugreifen. Und natürlich auch an der Deklaration gouvernemental die Forderung für dann auch 10% von dem Gesamtbuschbestand als RFI, als Totalbuschreservat in Schutz zu stellen. Das ist eigentlich ganz klar eine Forderung. Dann, wenn wir eine nächste Art holen, die Katz, also eine Art, die an der letzten Zeit relativ auch thematisiert war. Ich denke nur Pütten, wo so ein Agrarcenter gebaut ging, ob ein Wanderweg. Die Katz ist letztlich nie verschwunden. Das ist eine Art, die relativ scheu ist. Ich denke, die wenigsten von Eishunder visualierlich gesehen. Das ist eine Art, die nutzt, auch noch für ihre Wehr zu sich ganz weit Wehr zurücklädt, bis 10-12 Kilometer. Und das feiert eben dazu, dass Zerschneidung von einer Landschaft für die Art eine von den großen Bedrohungen ist, nachdem die Erde eben geschützt ist. Also das darf nicht mehr auf Katzen geschossen gehen, und da man da auch nicht mehr auf Wildkatzen oder freilaufende Hauskatzen. Die Wanderwehr, die dann auch an den Plan sektoriellen verankert gesehen oder probiert gesehen zu verankern, weise ganz klar, dass, was vielleicht die meisten nicht wissen, dass Lützburg das Land, das am meisten zerschnitten ist, das heißt mit den meisten Straßen oder den kleinsten zusammenhängenden Busch- und Landschaftselementflächen. Und dafür also die Mensch wichtig, dass man zukünftige Genehmigungsverfahren ganz klar plansektoriellen, also auch, wie gesagt, einerseits werden, aber auch die Korridorökologiken eine herausragende Bedeutung gehen, will das oft die einzige Platz, also das mal genetisch festgestellt, zwischen Reeserbahn und Pütten quasi nicht mehr nach Engmäßigkeit über ein Wildbrick besteht, für das genetischen Austausch zwischen den Populationen quasi. Denn
Umweltministerium aus dem Männer am Gang ein Programm abzulehnen, will bei den Autobahnen gerade am Süden vom Land Wildbrecken die Zeit nicht für sie wären oder nicht als Kompensationsmaßnahmen für sie wären. Auch hier ein paar die Sachen, wie gesagt, Wildbrecken dann geplant, das einfach, aber wie gesagt, muss ich bedenken, all weiter am Gegenstroß als eine Zerschneidung vom Lebensraum von der Wildkatze. Gut, Gilles, komm ich weiter, ich meine, das Lebenszeit ist fort. Jacques, ich Ja. muss dich kurz unterbrechen, weil du froh nachkommen. Wie groß muss den aggressiv hier, dass du ein Problem hast? Bei der Wildkatze? Ja. Also Wildkatze. Generell auch, ja. Ja, also Wildkatze, also ganz scheute ja, die Wildkorridore, sie brechen gehen, wo gesagt gehen, dass sie eigentlich, normalerweise kann eine Wildkatze nicht mehr nur wie 500 Meter un Häuser oder belichten, ein Aussiedler haben und so weiter. Der Tisch von den ein Kupierwert oder Korridor Ökologie hat, soll der schon 500 Meter breit sein. Der Tisch an dem Bereich soll keine Konstruktion sein, kein Aussiedlerhaft, kein Straße gebaut gehen, keine Belichtung, keine Steuerung, weil sonst eigentlich den Wanderhindernis oder einfach zu holen. Okay, und da war noch eine andere Frage. Du hast gesagt, soll ich gucken, für die Büscher zuzuhalten, ne? Dass Kronen, den Kronendach zu bleibt. Wäre das dann ein Problem? Also, was steht dem entgegen? Also dem steht entgegen, dass ein Busch ein Mikroklima hat, sowohl von der Temperatur wie auch von der Feuchtigkeit hier. Aber man natürlich, wie der Moment probiert wird, dann an dem man eine Naturverjüngung beifährt, dann eler Beam rauszieht, rappt den eben den Kronendach ab und dadurch killt am dreschende Busch einfach immens schnell aus. Das heißt, das Mikroklima wird man haben, also am Busch nicht mehr gehen. Wenn ihn durch die Landschaft hier gesehen hat, doch ganz gut, dass gerade Bauern von den Büscher ganz betroffen sind, noch ein bisschen vom Busch, die betroffen sind, respektive immer, wo der Busch abgeräumt ist, das heißt, dass du die Wurzeln einfach, also Fisch geht einfach am Busch nicht mehr da ist und einfach pur gerade mehr warm. Das ist vielleicht dasselbe Prinzip, wie man kennen, von Stiert, ne? Das heißt, wenn keine Vegetation da Stiert ist, wo man dann einfach so viel Grad über eine Durchschnittstemperatur kommen, nach mehr warm eigentlich, wie sie dort. Okay, an der Busch getaute Sachen abgehabt, weil eben Albem gefällt gehen oder wer gelöscht gehen oder? Ja, also so gibt es ein bisschen gegensätzliche Meinungen. Einerseits als eine Meinung, du gesagt, okay, wir verjüngen die Büschel mit der großen Naturverjüngung durch natürlich Auslies werden die Bäume überleben, die dann angepasst sind an den Klimawandel. Ne? Das ist die eine Theorie. Die andere Klage ist natürlich ganz klar, indem man die Elerbeim bis dann noch pur Biotopbeam oder Überhälter wegmachen, haben wir natürlich auch genetisch Vielfalt weg von dem, was Kind resilient sind. Also auch eventuell zum Beispiel die Bäume, die so ungefähr produzieren, die besonders hitzeresistent sind. Ne? Aber wie gesagt, ganz klar, und da kann ich mit ausländischen Experten ganz klar schwätzen, sie so einfach, dass sie in den Umdrehsalter von den Bischen durchaus bis 50, 80 Jahre an die Lut setzen, an die noch. Also wir haben kein Albem, wir haben eigentlich halbwüchsig Bäume an unseren Büscher an Rappensegen dadurch. Okay, merci. Gut. So, Gilles, lo aber... Ich denke, ja, erlaubt mir aber dann, ja. Ich denke, im Moment findet es trotzdem bei unserer Natur- und Buschverwaltung denke statt. Das ist so, dass die Leute sich aber dabei hinsetzen, gucken, wie gehen die ganzen Buschaménagements gemacht. Eine Reihe Fragen gehen sich gestaltet. Ich bin nicht der Busch-Expert. Par contre, weiß ich, dass die ganze Umtriebsalter am Anfang seine Terminologie ist, mit der in Zukunft nicht mehr soll, so im Detail geschafft gehen. Im Fall kann da am Moment ganz interessante Diskussionen über die Zukunft stattfinden. Auf Fall ist sich als Verwaltung der ganzen Sache natürlich bewusst und probiert auch verschiedene Evaluierungen anzuführen. Und es wird sich dann noch freuen, dass man als Ziel gesetzt hat, bis 2023 dann als Ziel mit den Naturbuschreservaten dann auf der Weg dann noch beruhigt zu holen, wenn sie nicht so gut schon dann bis dahin sollten dann ausgewiesen sind. Und mit dieser Wildbrecken wird Kerz, sind wir auch munter am Planen, wird dann echt punktuell angegriffen, sind wir das allein dummer das nicht gemerkt. Es geht da auch die ganz Ökosysteme, die ganz Büscher, die Heckestrukturen führen und Hand der Wildbreck natürlich auch muss weiter zu assurieren, und die sind innerhalb der Karte durchgestellt. Wenn man aber dafür Korridoren, dann muss man ein bisschen weiter, dass man durch ein Programm auch heute kommen. Andere Ökosysteme, die auch längelt sich können sind, alle guten als Fleißgewässer oder als Quellen, Quellfluren, die man hier haben, jetzt am Bild gesagt, also so ein Berg,
seid ihr noch den Fluten der Hahnenfuß, den ich vier Runde erwähnt hat, an der Berg, das sind die zu der Familie von der Butterblume gehören. An dann längs lerncht der Bär oder auch jetzt erkennt den dann so ein Krautsaum, dat das eng hochstauden Flur, déi eigentlich eng natierlech Pufferfunktion huet. Dat gëtt net bis bei Berg gemeint. Am Idealfall et gëtt och net bis bei Berg gedüngt. Et gëtt Randstreifen erhalen, a an den dann Stugelos gët, dann huet is eng Hochstaudenflur. Die Hochstaudenflur as europäesche geschützten Lebensraum, den Malofedro net präsentéiert hunn, méi den Leider nachmmer staktecher bedroht ass, dat de Matem geplot gët heescht, dats bis bei Berg ëmgeplot gët a gedünket, wobei et awer Reglement gëtt, dat en bis 5 Meter Distanz zur Berg muss anhalen, an bis 10 Meter muss anhalen, zur Berg fir net ze düngen an ze spritzen, so dats ma op der tote mussssen an Zukunft natierlech dann viel ganz klar méi kontrolléiert, Kontrollen an Terreibe muss mache, wie die dote versteist dann auch ze ernten. An run dem Quellflure, wie man längs am Bild gesinn, as suuge nach méi weit sinn die Distanzen dann noch agezechen. War alle Fall, an dann irgendwann enke Wert man han an die ganz Diskussion kommen, man kommen also vum Bëch fort, man sinn lo am aquatische Lebensraum wie man den da wëlle schütze mir hanne no ass der Teiten eng ganz wichtig Moos nehmen, weil man gucken net immer vun der Bar raus an Doffeland, man muss noch vom Moffeland Richtung Berg gucken, an du het mir begehren de Korridor do vun Hochstauden déi dann och ze schützen sinn an Zukunft an se ganz wichtige Punkt. Han no an den Diskussionen wéi als zukünftig Agrarpolitik dann auch muss, ob mansmal op diesem Punkt dann auch orientiert gin. Bleiben wir trotzdem nach ganz bisschen an den Bergen. Wichtige Punkt ass natürlich konsequent lo weiterzutreiben als AGE, also als Wasserwirtschaftsamt schafft am Moment un engem neue Wasserbewirtschaftungsplan, die werden lo bis zum Ufang vom nächsten Jahr finalisiert gehen. Da gi man ein großbret Enquetepublik, wo kann Suggestionen machen vu Maßnahmen, wie dat dann noch umzusetzen. Wichtig sind natürlich Fisch Durchgängigkeit, nicht nur verstrapen, dass das klassisch weiter kennt, wie auch generell Berge Naturierungen zu machen, dass das durchgängig gemacht wird, die Fisch, und dann aber auch die ganz Vernetzung durch die Kehrlebensräume, die eben dann hier auf der Karte, wie gesagt, Landsteig oder Landstmama, dat ist die blo sinn wichtig Lebensräume an dummer den Vernetzungen dazwischen, wo in Optimierungen muss machen, was dann die Geringfuven dann durchstellen. Aber Fall geht um eng ganz Vernetzung Bar ass net nëmmen als irgendwo Wasserlauf ze gesinn, wo soviel Debias mé als gesamte komplexe Lebensraum Bar mat ihrem Ufer a mat in den Lebensraum niewen runn, an wo man nach viel muss machen, wie de guten Erhalungszustand von se Gewässer anzuschluen, an wo man wirklich net immens sehr am moment weiterkommen, dass man und de Kächten, also Geld mangelte der moment net fir drnner mit das wirklich immens schwer die Terrain zu kommen, wenn man ganz viel Privatproprietären tun, für DCVCge wie du mat zu machen bei den Renaturierung, das ist wirklich schwer. Und das man selber muss trotzdem so base wie doch klingt, aber ich muss vorstellen, ob man net an nächster Zukunft dann aber als die Schritt trauen wir Berge Naturierung, so wie man für Straßen machen, das Leute expropriiert gehen, dass man dat eben noch muss meist Ziele willen erfüllen. Ha geht im Allgemeingut Wasser, was man gerne proper hätten, und dann muss man die dote Schritt auch erschluen. Das war zu den Fleisgewässer, ähnliches kann ihn aber auch so zu den Stillgewässer, man holen auch do die Lehrstüren viel Geld an Energie dragepumpelt, mat eisen Akteuren ze summen, mat enger Stiftung Hëlle fir Natur, mat eise Station Biologiken, dats ma gros Projekt gemacht hun, also mun er nie soviel Geld ausgin die Lächtjure fir ënner anderem Stillgewässer och unzulewe e ganz Netzwerk, also dat net rich vernetzt, so wie so Stepping Stones, dass die Déieren, die net gre weit wanderen, also de Kammerschrei zum Beispiel ënne längs am Bild, die wandert maximal 500 Meter, meistens wandert sogar mannerweit. Das heißt, von 2 Weihren von den Neeleien, die Kilometer aus den Neeleien, die werden sich quasi, also die Chance, dass diese sich treffen, als tendiert auf 0 hin. Das heißt, wenn ihr will, dass ein Echange genetischen Austausch stattfindet, von denen 2 Weihren muss in den zweiten Weiher dazwischen ulehen oder sogar
nach 2 weitere Ulien für das sind so dass sie wirklich sich können durch kommunizieren an auch anderen es muss ihn auch Obstakeln wie Straßen erkennen ob die nicht du hönneren an gucke wir Solutionen zu finden dass die deren Heidat auch können queren allein mat weieren Ulien also net gedoem muss ich noch op den Landlebensraum oppassen die Fischlebensraum oder die Heckelandstese wanderen oder vom Heckefresch am Bild findst der Zeit ich mein, Jack hat für viel vom Heckefresch erklärt Ja, Land schmengen das dort krumm an der Heckle Du leit krumm an der Heck ganz genau also beim Offerland der Tu aber schon vieles ugeschieden dann eng Scheine Wiebank eng Flottblume rief Dofferland mischt deitlich iwwer Talchen vun eisem Land vun eiser Landschaft von eiser Flächenutzung aus an du mal haut dawer pumel gesot dass du wirklich dënne de schon dach dreckt oder wie de Jack kom an der Heck da leit. Wir sind an engem landwirtschaftliche Finanzierungsspiral gerode wo Betrieber ob eng Intensivierung gedreckt gesinn leider zum Deel Narmer incitéiert ge weiter gedreckt zu gin se muss wurse se muss mi groß gin man komme wäsch von dem klengen Nebenerwerbs oder dem klengen Familiebetrieb hinzu wie Teil da steht der Agroindustrie immer méi groß ze Summe leiien Flaschen die enhetlich genutzt gin am Platz dass man haiesteck gemeint dann Duremenke-Steck gemenket die riesig Fläche bei nie gemeint die freigemeint intensiv gemeint das alles das wat man vierdro gesucht tun an Schmenge wofür mir als alle Götten muss gemeinsam ersetzen an das so ein ganz wichtig Zeit die lo am moment stattfindet wo man ze summe man als Partnerin dem Landwirtschaftsminister muss gucken wie orientiere man die doten Landwirtschaft lo wie die nächste Periode für die nächste Jahr schon ein ganz wichtigen Moment an ich gif mal Wort erwerden an die Sitio Zivilbevölkerung die dir auch repräsentiert dass diese Java auch muss nicht in enger Form manifestieren das ja auch wichtig dass du dir se wat hätte gern an Zukunft den hat Matspruchrecht wie orientiere man als du wie aéi eng Zocht vu Liwensmittel gëtt an Zukunft an dummer da als de Konsument eben mat steiert Weitproduktion an der Landschaft daneben och hanno stattfind an dummer da dat de richchte we as fir dann hanno och dat rëm ze kreien wat man eigentlich wat mir eise so och firstellen da so gesund aquatisch Ökosysteme am Offerland och können dosinn dass man déi Dingschlichtungen ha steht dat für Tourismus also auch als Erholung dat wann ihn an eng Gewern geht an sein Trppelspaziergang mcht an eben die volle Sangen heiert die Piperlecke Fleie gesäit et sicher méi agréabel als van den Blumeblé gesäit wie wann du irgend en doudicht Einheitsgrün an der Landschaft do ze gesinn ass der das alte Stadt wat man dann ustriewen vun de Schlüsselen ass natürlich wat man fir den ugedeit tun mat eisem Stickstoffkreislauf den einfach viel zu viel hegers fir dat wat am moment ha überhaupt wie eis Lebensreim nach ze erdroen ass. Jacques, willst du nach Raps ergänzen? Das perfekt. Komme ich weiter mensch das noch vielleicht noch bis Zeit für Diskussion. Ja, okay. Dann ich gucke sehr, wo man ungefähr drosinn so kommen op den dat gët man a bis Motivation wann sinn nach Féiers leiden 5. Ma hunn hai de Routmilan Rollo rausgepickt das natürlich eng Ächt, die dann im Bëchrand brit an die ganz viel am Offeland ass. Dat lo bisse so klengen abstecher ich mein, war lo do wo et bisssen wéi deet, wo die wichtig Diskussionen an der nächster Zeit muss stattfinden an der Agrarlandschaft grad der Rotmilan schuld eben noch ganz viel an der Agrarlandschaft an hue Bestand von ungefähr 90 Koppeln zu der Zeit an hat auch an der Lächt eng Lichtos das aber eng Ächt wo immer untrifft bei den diversesten Projekten sie wird Wandkraftprojekt können eng Diskussion mam Rotmilan oder aber wann irgendwo gebaut gëtt en gräser so Aktivität könnt gesagt ja mit das ja nimmen Ilan ich mein das net nimmen Ilan hun net du gesinn beim großen Neimeer da irgendwo sie Sache die mir nicht immer bitte verstehen an den System riskiert einfach zu kollabieren und der Licht funktioniert wir brauchen
wir brauchen du die Zusachen. Wir müssen auch die Rotmilan bei Eis kriegen, die steht auch, den hängt auch an demselben Biodiversitätsnetz. Und immerhin will ich rappelieren, ich will nicht so viel beim Rotmilan abhalten. Das ist aber interessant, weil das wahrscheinlich irgendwie nach, wo man die größte Responsabilität weltweit tun. Aber kann ich sagen, als Kleinland Lützeburg drohen mir ungefähr ein halbe Prozent vom Weltbestand, weil da immer hin war ganz appreciabel aus. Das heißt, auch von ihnen quasi überall gesagt, so haben wir eine immense Responsabilität für die dort echt. Nicht von mir nicht oppassen an auch die deutschen Bundesländer, wo auch verschiedene Dichten von dem Hund alle Leute so das soll nicht, ob den dort nicht aufpassen, ob den dort nicht, du können mal verzichten, aber da riskieren man, dass man den dort generell einfach Giffen verlieren. Aber dafür miséier dabei dabei in einer Kandidat mat Plommen heiden de Steckhaus, die man eigentlich schon am Juar 2000 bis 2005 man da gerechnet hatte, dass man auch de kennt in enger Annonce an Zeitung dann do dranner gesinn. Dat hicht de Steckhaus, wo awer Käierkrit huet, wo Lore mat 20 koppeln den drei sech am moment gefestigt huet, also wie du steht, war quasi ausgestürfe, brauchen die net kennen, braucht die Beam bungerten as typisch du an der Gewärmer bungerten frisst gern Insekten, Mais fullen, deelweis kann normal freschen friessen, braucht Platz wie zu bringen. Wat das dann aber so generell sei Problem. De Steckhaus sitzt gern an de Bungerten. Bungerte waren traditionell immer rund Dierfer. Als Dierfer wussen, wat muss op der echter Platz fort, Ma als Bungerte mussssen da fort. Wir kommen net sehr genug no mat de Bungerten dann irgendwo zu kompensieren oder nach 4 Jahre war der total egal, huet miss gemerk gin. Dat die Stoleit aber lo den Enjeu dran, wie die Dutten Erd an Zukunft auch weiter können ze förderen. Natürlich as Conservation dependent. Natürlich könne man viel Geld dran pumpelen, an denen du mat Nistkästen und so weiter dann irgendwo künstlich op dem minimale Niveau du halen oder man fannnen einer Solutionen wie man Bungerte können nutzen, wie man Bungerte runem Tierfer tolerieren als Flotzagringung. Man muss du aber auch bei Eis selber nur denken, also bisschen Kritik dann Mch und Haushai, wie mir dann an Zukunft man so Geringstrukturen, die Bord vom Dörfsinn auch umgehen, die wie eine Lebensqualität ganz klar stehen, weil eine gewisse Flexibilität vielleicht da müssen abweisen, wenn man einfach riskieren, dass nie minieren sich wo Bunger toleriert wird. Natürlich irgendwo in Haus an so Bungersätze, wo du Steckhaus Brit ka fatal sie wie dann hummer Reveier verloren. Da war die Balance sagt immer irgendwo muss an nächster Zeit fallen, aber wo ich ganz ehrlich so wo ich kein Lesung Moment hun klammeren neues Moment und alle Weier Welle kehre Weier mir opgeben, weil net dass es dem geht wie dem Raubfüger mir wei erwäsche mat Verständnis von der Bevölkerung. Der tut man so eng Art, die aber sympathisch sicher wirkt, wo man die Limite vom Verständnis von der Leid stoßen an wo ich ganz ehrlich mich so net die letzte Lesung von tun an du fand den Enjeu den Diskurs, den man muss in die nächsten Jahre feiere statt wie auch de Verständnis méi von der Bevölkerung für die dorten Arten zu erwäschen. Chile schon doch noch vor aus dem Chat. Ich da weiterstellen. Du hast froh den Wandparken, also den Konflikt zwischen Wandparken auf Fulen und wahrscheinlich auch für allem dem Rotmilan gestaltet gehen. Hast du zu suchen? Ja, ich könnte einerseits brieflich proposieren, dass man das vielleicht für Diskussionen haben, aber kommen wirklich so löst zum anderen. So nicht aber ganz klar, wir brauchen die zwei. Wir brauchen nachhaltige Energien. Und wir brauchen Druckmilan. Und wir probieren die zwei inner zu kriegen. Und das gibt man in den verschiedensten Auflagen gemerkt. Das bedeutet, aber auch heißt du, dass an einem Wandpark die ein oder andere Turbine nicht kann erlaubt gehen. Ich meine, wir können das nicht erlauben. Wir hatten diesen September im deutschen Druckmilan auf einem Platz leihen, wo etwas mit den Aufschaltungen nicht geklappt hat. Das war gefährlich. Aber wir sind als mit dem Betreiber den Evaluierung gehen, die schalten zu den richtigen Zeiten aus. Aber das ist nicht einfach. Also wir probieren durch schon zwei Sachen an Apps zu kriegen. Also ich will mich sicher nicht positionieren. Aber finalement war das eine wichtige Position einfach ist. Man muss uns eigentlich froh auch stellen mit dieser ganzen Energie. Ich meine, das ist die ganz wichtig froh. Wir können nicht immer unendlich Wandparken hier in dem Land ausbauen oder Solarpaneele ausbauen. Wir müssen wirklich die Frage angehen,
wo kriegen wir alle die Energie hier an, wo können man nicht einmal auch Energie reduzieren, anspuren, weil du man dann mal sicher, als alle gut, nebst gut an noch dem Rotmiller. Also dat mengen schwere Punkte. Ich gebe proposieren, vielleicht können wir nur dat für Diskussion haben, dass man hier 4 Uhr kommen. Ja, das ist ein guter Punkt, wie gesagt, die Realität, das ist ja wirklich schön, wie es so ist. Das hat dem letzten Lotissement mit dem Maisacker, how du fängt, und dann die Grenzone mit Gerd, an Bongerte fehlt, dann die merkt, wir robben als Löser, aber sicher an den urbanen Raum ran, natürlich auch mit Fledermaus von den Espesphären, die Wimperfledermaus will man einfach, aber nach ein relativ flott Population umrand vom Verbreitungsgebiet, mit rund 3.000 bis 5.000 Tieren. Für was geht es zurück? Einerseits will ein ganz paar die traditionelle Bausubstanz aufgerappt wird. Also wie gesagt, will man auch nicht fertig bringen, zu renovieren am Platz, alle Küsten an die Landschaft zu stellen, aber natürlich auch will die Kapazität von der Landschaft einfach den Insektenreichtum nicht mehr hergeht. Ne? Das heißt, dass eine Art, die Speicher braucht, für sich zu reproduzieren oder Gebäude braucht, ganz klar. Und auf der anderen Seite eine Natur- und Kulturlandschaft, wie auch hier davon geschwärzt gehabt, bewegten Flächen, Hecken, Bungerten und so weiter. Das sind vielleicht Sachen, die verschwanden. Muss ich sagen, dass haut rund 70% von der Milchkäse zum Beispiel am Stall stehen, nicht mehr auf die Welt kommen, und natürlich dadurch auch die ganzen Insekten, die von der Bewegung leben, nicht mehr da sind. Dafür ganz klar gezielte Schutzmaßnahmen für das Quartier. Wir brauchen eine reichhaltig kleinstrukturierte Kulturlandschaft. Wir brauchen Bauern, die bewirtschaften. Aber wie gesagt, ganz klar, ein Römgehol, viel zu viel heißen Viehbestand für Lützburg im Moment tun. Am Frühjahr und am Herbst als ganz Land Brong, errichten noch Gülle, als Wasserqualität als miserabel. Das heißt, wir müssen eine Reduzierung von der Gülle, aber auch vom Einsatz von den Pestiziden für die Haiart kriegen. Und da gilt für dich eine Lächtart. Ich denke, hey, komm mal, du siehst, du mal Robben, ich schließe mal Matzen dran. Wir sehen die Karte hier innen längs. Es geht den Garde Rotschwanz, den wir hier jetzt am Bild gesehen. Übrigens, merci für die Liste, den hast du ganz begleitet, auch bei dem ganzen Reporting, den hast auch die ganze Karte gemacht, und dann natürlich auch immer den Monitoring assuriert und enkadriert. Da haben wir die Karte also zur Verfügung gestellt. Und du erkennst dich schon, dass also überall die Karre, die besetzt sind, also wo Nurweiser gehen oder wo ein Ass oder muss sind oder Mist sind. Da kennt den, dass ein echt am Gutland ist, dass ein teilweise zwar auch an Tesla geht. Wir führen allem Assen am periurbanen oder am urbanen Raum, an den kleinen Dörfer, aber geht durchaus so mal bis steht an einem Meid groß zoue Büscher. An anderen Regionen geht effektiv an so Lichtbüscher ran, wie bei Eis, also kaum an den Büscher. Da das dem dort zu dicht stand. Das ist echt das eine Art von den Parken. Wir brauchen doch innerhalb dem relativ frei. Wie wat den heute Loraus gesicht so exemplarisch 400 bis 500 Koppeln hummer gesot, hat de langjährigesche Bestandsabbruch und hue sich lo bisssen erkrit. Und das aber so die Kandidat, die man bei all oder net all mir bei ganz vielen PAP, also Plantaménagement partikulieren untreffen, also net all van mis zu no gerechen zu mir wahrscheinlich Kollege werden bei all 5 dem Wert sinn, den immer unzutreffen ass. An der opner gewern asse quasi net méi. Ihr könnt noch bald just an den Dir verfiriert een typische Full vun de Bongerte, méi du geht dem wie de Stekhaus du sinn einfach mi Bongerte genug do. An könnt echt an den alle Gerd 4. Also genau dat, wo dir oder mir alle Guten joch, wenn man du dat durf gehen, an dann du all Beem erkennen mat alle Gerd. An du sitzt neben zu breien, du sitzen zu sagen, du her darin könnt mit der Brill könnt rum nach du bis me also weiter fängt man Zinger Brutsaison du her den nämlich so an dann du zit den Rimmer in Afrika hof an de verleiert wirklich permanent sing Brutmäßigkeiten dat tut das aber auch ein Art de total dit Lebensqualität steht wann mir will klimaresilient Dirfer an Kleinstier tun, da muss mir dann aus der Toten die emblemischst Art die man können hun de Garderotschwanz den auch mal Parken einsket an die sicher net mat Betonwüsten einsket, die sicher auch net mat Stegert einsket. Die Brauebe se Strukturen hicht
Heim is den aber gucken enke ja Planungen zu kreen. Ich will nicht so, dass ich nicht soll bauen. Ich verstehe, dass ich Wohnraum gebraucht das alles kann ich nur vollziehen, mit dass ich das so aménagiert, dass in all Baumstrukturen hält oder favorisiert, dass neue können abkommen. Und hier muss mir na irgendwo Modus wie wenn die fannen, wir einerseits mehr Akzeptanz an eng besser Planung, dass den dort mat raufläst. Also das wäre wirklich so eng, mir wird bestimmt die enger oder einer Fledermaus, die de Jack dann kein Teil opzählen aus der Titel so die eng von den emblemischen Erden. Wenn man den Halen am Dorf, machen wir es für uns selber etwas gut. Man sicher an Eis ein Dorf an eng Lebensqualität an unserem eigenen Dorf, wo es am Sommer auch nicht zu warm geht. Wenn man lo de Bilanwälte machen von all dem, wo stimmt dann lo? Also einerseits ist ja ganz klar, dass über das Reporting der Erholungszustand 2/3 von Lebensraum schlecht, 80% von Nächten schlecht und so weiter. Also hoffnungslos, was muss dann noch geschehen, dass man wirklich Keier kriegen, für das mal so zu sagen. Ich meine, wir haben zwei ganz viel Hoffnung an, das nicht hoffnungslos. Also dann gibt es einfach gehen. Natürlich muss ganz viel Hoffnung. Also ich meine, du hast es gerade gesagt, also die Situation ist ganz klar alarmant. Und das ist wirklich der Punkt, dass wir etwas zu machen, das sind Ärzte stirben, und die fällt nicht nur irgendwo am Amazonas statt, die fällt nicht nur irgendwo im Nordpol statt, nee, das ist ganz klar auch bei Eis. Und das ist wirklich nicht mehr Zeit, wie das noch zu verleugnen. Das ist auch nicht mehr Zeit, wie zu sagen, oh, brauchen wir dann die Erde. Das ist einfach passé, weil all die Erden, die wir abgezählt haben, in irgendeiner Form für als eigene Lebensqualität stehen. Und die zu opfern, bedeutet Alkeas immer als eigene Lebensqualität Baseline, wie es natürlich gesagt hast, auch dann zu shiften an nur innen zu setzen. Das heißt, für was hast du dann Hoffnung? schon ganz viel Hoffnung. Schon mal im Selbsterhaltungstrieb. Allein schon allein dafür. An der Seite erkenne ich da aber klar ein gewissen Umdenken an den letzten Jahren, was man aber alles an dieser Gesellschaft aber auch gemacht haben und aber auch fertiggebracht, substanziell Budgeten zu ändern. Also Budget hängt nicht immer so, es hängt darunter, gib mir uns die nötige Zeit für das dann noch umzusetzen, die nötigen Planungen noch, dass man etwas auch konkret am Terra dann noch umgesetzt kriegen. Wir haben eigentlich einfach nur einen großen Réseau von Akteuren, die vielleicht die nach ausbaufähig ist, ganz klar. Man muss nach ganz wichtigen Akteur nach mehr gewinnen. Ich hatte dieser nach Gespräch in den wichtigen Akteur sind Gemengen. Ich hatte dieser nach einen Akteur, der repräsentiert den ganzen Sektor bei den Gemengen, die einfach gesagt haben, die letzten Jahre aber du waren nur gelöst, können wir da nicht die Gelle losen. Ne? Und, wir hier Kompensierungen an du mir gehen einfach so den Malaise von den Leuten, die das gut von tun unterstützt tun, und wie können wir die einfach dafür belohnen, dass sie das gemacht haben, ohne sie mit Face zu trippeln, einfach haben wir Obligationen vom Gesetz für das zu machen. Also das ist ein ganz wichtiger Schritt, den wir müssen machen, Mengen gewonnen für die Umsetzung. Ich ganz kurz unterbrechen. Ich meine, was dir ganz klar auch muss so, dass man ganz viel über die Ökologie von den Erden kennen, ne? Und dass die meisten Erden angestuft sind, was Engländer so Conservation dependent. Das heißt, wir wissen, was die Erden brauchen für zu überleben. Oder wenn ihr der Blitzburg seht, könnt ihr vielleicht so ein genug Etüde gemacht gehen. Also natürlich finden die immer nach neue Sachen raus überdachten. Ich gebe aber ganz klar so, dass man also das Know-how von den Erden gewusst ist, die Lebensbedingungen gewusst sind, welche Lebensräume sie brauchen, und dass es wirklich um die Umsetzung geht. Ne? Also das will ich ganz klar so, und also wenn wir vielleicht in der Vergangenheit auch mehr Etüde gemacht haben, wissen wir heute genug. Also das ist etwas, was mich hoffnungsvoll steht, aber wie es richtig seht, ich meine, dass im Moment aber, wenn ihr Projekt guckt, Live-Projekte, respektive was Station Biologiken umsetzen, so viel Suchen am Naturschutz da war wie noch nie für drin. Nee, ich meine, also genau, man hat effektiv das substanzielle an Blut geschraubt, man hat den nationalen Naturschutzplan, ich denke, dass man da viel gemacht haben,
an du stimmt mengegem Gefühl no an das bist net Hoffnung dat können wir mat steieren also ma hunn die neidisch Gelder an de Monitoring gestart mit dem Monitoring zum Selbstzweck solltet joch net sinn. Ich denke, dass de Prorata aber lo stimmt, dass man wesentlich méi Geld an die konkrete Umsetzungen aber auch gestachen. Ja, wir kommen wir gucken noch nach dem Mai, also die vom Slide. Ma hun eng Reisache schon ugedeit. Also de Mai pu Punkte war dann noch ganz komplementär. Ja hun nu gedeit de System wiese. Nimmen du dat geplecht as heilo klenge Weiermänner an hummer Apps gemerk. Dat geht net due. Dat geht einfach net mi due. Oder ha en kleng Kompenséierung, dats den Rotmilan do hin Kajoe, well ha will man lo Wandpark machen. Dat geht net. Wir mussssen anisch das überlegen, man muss den Energieverbrauch senken, dass man nicht bis bei hun überall Wandparken zu machen. Natürlich soll man auf Alternativenergien setzen, aber alle Dinge muss, aber auch als de Wirtschaftsmodell, die man hun muss aber da sowieso denn der Flächeverbrauch, als du dat wie du gesucht tun, man Beispiel von der Feldleerchen, wir wollen als versteht wo Lebensqualität halen weil man mengen dat als Lebensqualität ob dazu wirklich du hingestalt wahrscheinlich nicht wir brauchen dann nur durch eng Industriezone an du hast die Fall dann auch fort wenn man wollen engerseits den Erdneppes gut dienen an einer eigener Lebensqualität muss man sicher mat denen dort Systeme mat eiser Ökonomie das fuhren. Dann hun man aber auch geschwert als ganz Agrarpolitik als auch System, den iwwer Joren Jahrzehnte gewurs ass an en gewisse Richtung ageschloen huet, wo man als aber muss vorstellen, wo gi man mat der Agrarpolitik do hin an das Zivilgesellschaft du unbedingt muss mat schwätzen, mat desideieren, wo man du hin willen. Ja, also da kann ich vielleicht ganz klar so und gibt ganz oft gesagt, da können wir nicht machen, da das Bresel, also muss ich ganz klar so, dass Bresel den eigenen einzelnen Ländern viel mehr Autonomie gibt. Ne? Das ist das nicht Bresel. Ne? Das ist eine Agrarpolitik, die wir halt zuletzt schon, und ich meine, die aktuell subventioniert Agrarpolitik, die zum Teil mit Pestiziden einen sehr hohen Fehlbestand an zu viel Stickstoff, also Nitraten an der Landschaft schafft. Ich muss durch eine Gesellschaft ganz klar vorgestellt gehen, aber wie gesagt, überall auch an öffentliche Kantinen, bei Ausschreibungen und so weiter, nicht mehr auf geschundene Erdeprodukte setzen, mehr wie gesagt, ganz klar eine zukunftsfähige Landwirtschaft fördern. Ich meine, das ist auch ein Schritt, der jeder von uns kann, er muss machen, und auf der Platz von uns natürlich auch abfordern. Wir haben eigentlich also an den nächsten Wochen am Main eine Bretdiskussion noch an der Öffentlichkeit notwendig, für einfach zu fragen, wie eine Landwirtschaft will man. Wenn man gesehen, dass die Landwirtschaft ein Hauptfaktor ist vom Rückgang von der Biodiversität zu Lützeburg, eigentlich muss man einfach die Agrarpolitiker vorstellen. Genau. Aber ich denke, wir sind effektiv an dem Gespräch zwischen zwei Ministerien, wo man eine Reihe Vierstellungen haben. Also einerseits muss man ganz klar über den Azot schwätzen, also den Stickstoff, den am Kreislauf an den immens großen Impact auf die meisten Habitaten hat, die man für den auch erwähnt haben. Also man brauchen da schon eine gewisse Partizipation, obwohl verstanden wir nicht dazu. Bedeutet natürlich, ja, dass man auch muss gucken, dass Landwirtschaft kein Fall soll auf der Strecke bleiben. Also die Landwirte sollen matt begleitet gehen durch Orientierung, durch besser messibleierte Informationen an zu Notteil, wann den einen oder anderen, das hat man leider so viel schon mal begegnet, die an eine Finanzierungsspirale geraten sind. Man muss effektiv vorstellen, wann du im Betrieb willst umswitchen, dass nicht Kind wollen sich verschuldet wird, ob du nicht wer findet, dass die du rauskommen. Also das wären eine Reihe wichtig Aussätze, mit denen man sicher als Ziele dann eben auch können besser erreichen. Das heißt auch, dass man ja, wie soll ich so, zwischen Zuckerbrot und Peitsche, also einerseits die Konditionalität, die man ja an der Landwirtschaft verschiedene Bedingungen müssen anhalen, dat sie 10 Meter lang Sprache, wo ich gesucht habe, das fand ich
das ganz schwierig, dass sie weiter darüber diskutiert, das müsste Minimum gehen. Dann haben wir einfach auch als, ja, Jacques. Wir können wir da vielleicht als ob ein Punkt ähnlich in so was dann der Mindestundel und natürliche Lebensraum am Oppeland. Ich meine, Darüber wollte ich gerade kommen. Also Zuckerbrot und Peitsche, du gehst nach etwas an damit. Ja. Zuckerbrot ist natürlich Biodiversitätsprogramme, das dann noch spitzt. Und du machen ja auch ein ganz Reihe Betrieber auch mit dann damit. Das sind die sogenannten Eco-Schemes, die dann nur sollten kommen an dem Kader geben. Mehr eben gesehen, dass ein Mindestundel kommt. Also das heißt, das als Dekokonditionalität. Da sind du gehst so ein High-Alt-Betrieb, den will und sing Basisflächeprime kommen, wie sie Studien erzählen, dass sie sollt 5% op manst hun, aber dann reeller. Nicht irgendwo mit einem Faktor multiplikativ Magik, das heißt, wenn ich irgendwo ein schmul Strip und dass die ja hier flasht, dann renke mal 5 gerechnet geht und so weiter. Also es muss real Projektion von denen Fläche sind auf dem Boden, das wird Dekokonditionalität. Ja, 5% dann durch für dachten ihre Lebensraum. Nee, sicher nicht. Du für ja dann die Eco-Schemes. Also das wäre ja absolut Baseline für den intensivsten Betrieb. Das wäre, den muss halen für Dekokonditionalität. Die Eco-Schemes wäre eine Vorstellung nur, wenn wir da gucken, wären wir bei 12% müssten aber sicher da sein. Also das ist immer so eine magisch Schallmauer, die immer visiert wird, die 12%, die müssten an der offenen Landschaft sinn fir dass man genug Lebensraum hunn. Dat heißt, du können da noch neben run Produktionsstätte se mir dat einer sind dann aber 10% oder 12% dann der Lebensraum so Ausgleichsflächen. Aber dann noch real projizeiert op de Bude man net doch engem Faktor multiplikativ. Also dat war den Hanno muss an der Landwirtschaft unbedingt hun die 12%. Aber die 5 fertig gemengt net dat ich falsch verstanden gin, das Dekokonditionalität. Ja. Das ist immens interessant, die Schnur zu lauschen. Wir wollten noch den Leuten ein bisschen Chance geben, nach Frohen zu stellen und sich auch anzubringen. Wie Huda vielleicht noch zu tun, also noch etwas weiter unbedingt vollzuholen oder so gebe ich dann. Komm, wir lauschen noch vor. Okay. Ja. Naja, dann gebe ich dich froh, Gilles, für deine Scherzqueen auszumachen. Das hat leider auch gesehen. Der schüss nach so Michael sind as der Link mat du könnt all die Sache vom Reporting du gucken. Ja, gut, merci. Wir stellen die dann han op unser Site genau ja. Dann kann gucken. Genau, also für froh so, die könnt natürlich weiterhin am Chat vorstellen oder die könnt ihr auch mal Mikro zu Wort malen. Dafür benutzt aber wann schläft die virtuelle Hand, für das ich kann Wort gehen. Also für den die noch nicht wissen, wie das geht, da geht da innen an der Licht auf Participant und da geht hier sein Fenster ab und da steht dann ein Knöpfchen Raise Hand. Aber wenn er den drückt, da gesehen ich nie, wenn ihr schon nur eine blaue Hand und dann kann ich nicht fortgehen. Wir sind zwar nur zu längern, zu 98, dafür dauert das vielleicht ein bisschen. Ich muss dann halt so rüber hoch scrollen. Aber wenn der schmalt, dann geht ich vor, dann kann er das Mikro ummachen und ich froh stellen. Ja, stell mal ein vor. Michel. Ja, wir hatten noch ein Froh am Chat, da war die Stelle Demo direkt, ich will du nicht gestalten. Ups, und schnell ausgemacht. Das war auf den Busch bezogen. Ich muss sichern. Genau, du hast gefragt, ob Korridoren oder wie die Korridore zu bewerten sind, die durch FSC und PFC verlangt gehen. Ich weiß nicht, ob der Gilles oder der Jacques da eine Antwort drauf haben. Muss du passen, es sind effektiv nicht FSC. Also, Korridor hast wahrscheinlich Streckegasse gemengt. Also ich denke, sollen die zwei Label nicht mal vermischen, weil aber den FSC wesentlich mehr in Hagen Nachhaltigkeitszuspruch hat wie den anderen Label. Die Reckegasse geht ganz klar gemacht, für das der Boden nicht am ganzen Busch verdichtet, mit das in Hanno nimmen auf denen Reckegas von den Reckegassen aus der Busch bewirtschaften. Das ist natürlich eine Diskussion, wie nur die Reckegasse sollte sein. An einem Laufbusch zum Beispiel gehen normalerweise 60 Meter durch. Das heißt, nimmen auf den Reckegasse wird dann noch wirklich geregt, wie Nummer sieht. An dummer der wird der Busch dann nicht so viel abgegraben. Das ist eigentlich die Hauptdiskussion, die gefordert wird, über die Distanz von den Reckegassen, die eben an dem
Qualitätslabel FSC 4 gesehen. Okay. Ja, bis Loge sind ich noch keine Hand. Ich fand ein Foto, Michael, Am Chat. Am Chat, es sind echte verschwunden, sind nicht andere beikommen. Stimmt, ja. Ja, Das ich meine, da kann ich stimmt. ganz klar so, dann Gilles wird man da beiflügen, natürlich sind echte beikommen. Es sind echte beikommen, die sollen nicht da gut oder schlecht, aber die erwünscht sind, nicht erwünscht sind. Einerseits sind ein paar die echte beikommen, einerseits durch Globalisierung, also durch Transport von Waren, die man so als sogenannten Aliens bezeichnen, das heißt Neozoen an Neophyten, die als einheimischer Fauna und Flora auch zusetzen, ganz einfach, weil sie oft allerweltsärte sind, ubiquitärärte sind und dadurch auch sich entweder besser vermehren, mehr schnell vermehren oder eben eine Arte verdrängen. Das heißt auch, Neuarte können zum Arteschiede beitragen, indem sie eine Arte verdrängen. Kommen wir ein Beispiel zum Beispiel von der asiatischen Run, also der Hornisse. Wir haben das Jahr erlebt, dass das eine Arte ist, die auf Lützburg sich ausgebreitet wird. Und die werden nicht nur den Berufsimker, aber auch die Wildbeien und so weiter, wird sie in Zukunft auch zu schaffen machen, weil sie einfach an der ökologischen Nische, die bei uns verteilt, das wo Arte sich abteilen, werden sie sicher Arte verdrängen. Also sicher kommen Arte bei, also dass wir nicht so, wer das positiv, wer das negativ, wen darf bei uns bleiben oder wen darf nicht bei uns bleiben. Natürlich gibt es eine Verschiebung von Arte. Wir stellen das fest, dass Piperlicken an Insekten, eine Gottesanbeterin, berät sich zuletzt, wo ich aus die Fledermaus sagten, die auf dem Weg und Norden sind, da das ganz klar. Wie gesagt, die wir aber nicht unterschätzen, dass der Klimawandel wahrscheinlich auch eine von den Hauptbedrohungen ist von der Biodiversität auch zuletzt. Also dafür die Diskussion für die Wandkraft, Biodiversität mänglich, also als schon mit zwei gesehen oder mit den zwei Argumenten zwei. Ich denke, vielleicht just noch ergänzend, ich hatte nicht so her, es sind auch einfach Arten, die zurückkommen. Ne? Arten, die verschwunden waren, die zurückkommen. Verschiedene, wie die Biber, die man ja erwähnt. Kann ich vielleicht auch Traum erwähnen, also der Kohlkrabbe, ne? Die große schwarze Kurp, ne? Den an den 60er Jahren vergiftet ging, seitdem der geschützt ist. Wie gesagt, das ist eine Art, die aus am Gang rumzukommen. Der schönen Ruf, den ihr aus den Alpen oder nordischen Ländern kennt, dem Torsing Fischel, also wie gesagt, das sind Arten, die rumkommen, an die man natürlich auch, also das ist eine Bereicherung ganz klar, wenn ihr dann so der gesagt oder hey. Ich sehe gerade, schreibt den Kamil Müller, ich kenne den nicht, dass das natürlich auch absolut sich aber flott ausgebreitet und dem, dass sie quasi ausgestorben war oder ausgestorben war, im Moment war er nicht da, hat ihn schon flott ausgebreitet, ja. Okay, ich will noch ein Vor aus dem Chat. Du hast ein froh, ob es eine Art Guide gibt von den Fördermitteln für Biodiversitätsprojekte, also zum Beispiel für Dröschemauern zu richten oder Baulücken abzumachen. Gesehen die nicht die Frau Michael wo? Sie steht am Chat. Ja, das ist ein langes Statement. Ich meine, das ist ein Froh für dich. Ich probiere das just denken zu finden, weil ich schon so akustisch nicht genau höre. Erder 16. Ah, okay. Nee, also man muss effektiv genau gucken, also zu einer Reihe Projekten, die laufen am Bereich Dröschemauern, Interreg-Projekte, hauptsächlich dann am Osten vom Land, die da durchgeführt gehen, wo man tatsächlich müsste abschaffen, als wir mir genau zu siblieren, was finanziert wird. Wir haben sowohl einen Umweltfonds, wie man auch das Reglement, ein Subsidiereglement, und das müsste man mehr präzis für Dröschemauern abschaffen. Es gibt eine Broschüre für Biodiversitätsprogramme an der Agrarlandschaft, es gibt auch so eine Broschüre für den Busch, aber wie das zu Themen von der Dröschemauer geht, also was es gibt als Information, ich meine, du gibt viele Informationen, wie die Dröschemauer baut, mir heißt ja klar Thema, ich will eine Dröschemauer bauen, wo a wie kann ich die finanziert kriegen. Und das muss man eigentlich klarstellen. Also das ist auf jeden Fall ein To-Do, den bei dieser Liste steht. Du kannst nicht direkt etwas liefern, wo das Kind tun. Ich habe doch geschrieben, Öffentlichkeitsarbeit in der Milch mengen, dass da eine Flotserie als Feld Lützeburg zum Beispiel
Ich meine, dass in an dem Bereich schon nach muss ein Schritt bei. Ich kann immer bestätigen, so effektiv hat man will es das Thema von dem Welt Lützeburg nachher abzugreifen an ähnlich nicht unbedingt nur im filmischer zu machen der filmische Armee der aber abgreifen andere mehr Sensibilisierung zu machen mit dem ganzen Sujet wir einfach Verständnis für die Arten du zu erwäschen an die verschiedenen Lebensräume die auch gut an wofür die einfach stehen ne? Ja. Das ist eine Frage, wo ich vielleicht beantworten will, ein bisschen viel schon umgeschwärzt gehen, dass verschiebe sich Staaten nicht auch geografisch durch den Klimawandel, versichere mir einen nicht den Status quo zu halten, trotz allgemeiner Veränderungen. Ja. Also ganz klar verschiebe sich Verbreitungsgebiete. Die Diskussion hat man ja auch, wie ein Buscharten gehören an Zukunft dahin. Wie weit setzen wir keine südliche Arten? Also einerseits muss ich ganz klar gucken, dass natürlich die Verschiebung, die klimatische Verschiebung, nicht unbedingt das ökologisch ausschlaggebend das sind Extremen die ausschlaggebend sind das sind die Extremtemperaturen nicht moyen, ne? Das ist die Verschiebung wann am Winter ganz kalt kriegt oder am Sommer ganz warm respektiv die Zeit gerade wo die jungen klein sind nass ne? Dann hilft die Verschiebung den Erde nicht ne? Also wir probieren nicht krampfhaft als gegen den Klimawandel zu stemmen also schon gegen den Klimawandel zu stemmen aber nicht nur aus Biodiversitätsgründen an dem Sinne. Und der zweite ist, dass ich ganz einfach muss gucken, dass von den wie nördlich geht, zum Beispiel als einheimische Arten, die was auch kein Lebensraum wie fanden. Wenn ich nur zum Beispiel mit Fledermaus denken, einfach gehen dort speichern, die sind nicht warm genug. Natürlich kann ich so, am Sommer sind sie warm genug, ne? Aber ich schwätze halt vom Meer zu. Ne? Also die muss da schon ganz Ökologie transposieren, also das nicht, dass ihr seht, beim Klimawandel fand man einfach eine Translation von den Erden so viel Grad nördlich. Ne? Also das ist sicher nicht der Fall. Also wir werden den Erde verlieren durch den Klimawandel, das ist ganz klar. Also Jacques, vielleicht du ergänzen, du hast ja sogar einen europäischen Fullenatlas für 10 Jahre rauskommen, den da total modellisiert wird, den eigentlich die Klimaveränderungsmodelle genutzt wird, wird Verbreitungen zu gucken und dann zu projizieren, wo Fullenächte sind. Fullenächte ist als Beispiel. Und du kannst sich, genau wie du gesagt hast, nicht alles nur Norden verschieben. Das wird einfach nicht möglich sein, wenn es die Gegebenheiten dann auch die Habitate werden sich nur Norden hin nicht so sehr ausdehnen können, wie die Drischen nur Norden auch kommen. Und der Fazit davon war, ganz wenig Fullenärten, die vom Klimawandel werden profitieren, wie de Gros werd ich da verlieren. Genau wie es gesagt ist, Extremitäten, also die Mediterranarten, die da mehr rob sollen, bis an Frankreich mehr weiter oprutschen, und dann in eng Desertifikation an den südeuropäischen Länder, an all als mitteleuropäische Arten irgendwann fallen, die dann noch, die fallen nicht die nötigen Habitaten aus Skandinavien oder am Norden von England. Dat ass dann eng Arealverlust dann han hun ich bin ausnahmsweise dran, weil ich wie viele Leute dat wichtig ist. Froh was du de Klimawandel geht als systemisch gesinn. Beim Klimawandel geht gesot van de kippt, da kippen als Evaluierungsgrund klären. An dürfe stelle sich viel Leute froh, als bei der Biodiversität oder so oder nicht. Und ich fand ja der fantastische Vortrag über Habitatverlust und Erdeverlust. Froh, die aber hat Druck steht, mengen ich aber für viele Leute, dass der Biodiversitätsverlust auf demselben Niveau für den Klimawandel zu vertreten oder ist es als aller Limit, ist es dann eben so, dass der Guaderouteschwanz der Rotbilan verschwindet. Also mit die Value von der Menschen das nicht gefällt. Ja. Und ich meine, die große Relevanz von der Biodiversitätsfrage, auch an Moderation mit der Klimafrage, das ist eigentlich viele Leute wichtig als auch die Noven. Ich glaube so, und dafür sind wir kurz dran geflaggt. Komm ich so mal ein bisschen dazu. Also natürlich sind wir halt zuletzt kleinen Handtuch von Schnappisch von Europa. Wir waren aber zurückguckt, ob auch Leute, die sich mehr übergreifend damit beschäftigen. Wir hatten ja die Konferenz am Sepp Settler vom Weltbiodiversitätsrat. Und dort sind die Experten eins, dass eigentlich der Crash von der Biodiversität eine mehr große Auswirkung wird tun auf Menschheit und auf die Welt wie die Klimakrise. Also natürlich soll ich nicht die zwei Katastrophen oder Krisen man nicht vergleichen oder so, die als mehr schlimm, die als minder schlimm. Aber Blanchement gewiss ja doch, dass man zumindest für die Klimakrise
hätte können wünschen nur ich Gesetz stimmen der Tisch mir hätte können oder mir Maßnahmen für gegen Klimakrise 4 zu gehen, während bei dem Biodiversitätsverlust hummer die Argumente oder hummer die Instrumente nicht. Ne? Erinnert dich, wie man Pedro die Slide gewesen und am Bro Neumeer da, dem Moment, wo den Kipppunkt das, die kennen man. Ne? Das wie Kartenhaus, der Tisch mit Sinn am Gangen, wann Ächten aussterben oder verschwonnen, Karten aus dem Kartenhaus rauszuholen, und die wissen selber echt, wann er rutscht. Ne? Aber wenn er rutscht, hält Chemie von uns das ab. Und das wird auf jeden Fall Konsequenzen und die, ich sage mal, aber an der selbst der Größenordnung sind zumindest, ich will nicht so mehr groß, selbst Größenordnung sind wie die Klima. Ich will das einfach, ich fand das immens, ich fand das ganz sinnvoll, sorry, das lo gegen den zu stellen, zu suchen, dass den das mehr wichtig wie dann hat, beides ist wirklich schlimm, also ich fand das nicht die richtige Frage zu suchen, man nicht besser mal Viren als geht der Klimawandel und Biodiversität kann als egal sein oder umgedreht, man sollen den Kampf gegen den Klimawandel abgehen und als auf Biodiversität fokussieren. Also Biodiversität hängt sicher vom Klimawandel over das klar gelingt, aber müssen die zwei umgehen. Also ich kann mir nicht immer da treten, dass man geht so man da den der da nicht oder den das mir wichtig wieder da hat. Also ja, der will Jill noch dazu so, dass eigentlich Konklusionen dieselbe ziehen. Ne? Also der Tisch sowohl Diversitätsweltrot wie auch ein Klimakrise stellt das System auch froh, ne? Das Wurstumssystem, das Wirtschaftssystem. Ne? Und Nachhaltigkeitsrot stellt das System auch froh. Ne? Also ich meine schon, dass wir gemeinsam Forderungen haben, auch wenn wir vielleicht von einer anderen Richtung hier kommen oder mit anderen Argumenten. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, das war komplementär gemeint. Okay. Weil heute nach vor ist, als Biodiversität zu retten und auch nicht Klima zu retten. Nee. Klar nicht. Das geht Hand an Hand. Nee, das haben wir viel gesagt. Die Arte fahren sind verurfen an den Atlantik. Und da können sie nicht mehr weiter. Oder sie ist viel schon hops. Ja. Okay, dann haben wir auch noch nach ein paar Wortmeldungen. Just hat wir vergisst zu sagen, also wir können just Fragen holen, die nicht auf konkrete Projekte oder Dossiers oder Autorisationen bezogen, weil wir wollen eine generelle Diskussion haben. Nee, das ist also sogar Freizeit, also kommen Sie. Genau. Okay, aber dann gebe ich schon dem Claude das Wort gehen. Guten Abend. Ich denke froh zu den Stehgärten. Wir führen über Landwirtschaft geschwärzt. Ich denke, Agrarpolitik anderen, dass das etwas ganz Schwieriges ist. Mir Stehgärt, das wäre Mengen an, etwas, was ich ganz einfach ändern, da das nicht ganz kompliziert für das national zu verbieten. Es sind auch schon Gemengen, die das gemäht haben. Aber ich vor, am Fongel dann direkt und die Gilles, für was können wir nicht auf die Weg, für das national einfach zu verbieten. Die ganz Material verstanden Claude, dass die unmöglich sind, die Stehgärten. Ganz einfach, wie können wir da rauffunken? Also da kommen wir als Staat an den Droit de Propriété, da haben wir verloren von 4 Jahren. Also das ist ein Gemeng, so etwas kann an einem Baureglement anschreiben, gesehen wir als ganz einfach möglich. Da gibt es ja Beispiele, also wir wollen echt da hingehen, dass wir die Gemenge wollen incitieren über den Vehikel vom Naturpakt. Ganz klar zu incitieren. Und du kommst auch auf die, ich greife durch die Förderung vom Movement zurück, dass der Movement ja gerne hat, das sollen Reglementtypen gelöscht gehen, ähnlich wie das auch gemerkt ist, als wir gegen den Pollution lumineuse 4 zu gehen, dass wir hier auch sollen gucken, wie gegen die Stehgärten 4 zu gehen. Also das wäre ein Input in der Stadt, sollte man, das ist auf jeden Fall als Meinung, über den Naturpark zu gucken, denen so alle Chancen man das Gemenge abmachen und dann Reglementtyp proposieren, mutige Erfahrung von den Gemengen an ihnen selbst 14 an dazu zu machen. Okay, merci für die Antwort. Und dann wollte Marianne Kaiser schon noch eine Frage stellen. Ja, meine schon eine Frage zu den Kompensationen, also Jules gerichtet. Schon verschiedene von den Kompensationen sind so ausgelöst, wie zum Beispiel von einem roten Scheierschwanz, dass die einfach mehr intensiv Landwirtschaft gelöscht sind. Und du hast ja viele Bauprojekte, aber gerade für die Rotmillan kompensiert. Da gibt es noch andere Kompensationsmesure, wie zum Beispiel Dagoforesterie, die sicher flotter sind, sicher auch gebraucht ist, die aber vielleicht als Kompensation nicht immer so sinnvoll ist. Meist du nicht selber natürlich ein bisschen behen, dass man da Kompensationen imposieren auf Flaschen, die vielleicht aber so gut war für verschiedene Arten und dadurch aber auch Lebensraum, die was für andere Arten zerstören, für
verschiedene Arten zu erhalten. Also ich bin froh, weil es voll kompliziert gestaltet. Nee, ich bin genau verstanden, Marie. Ja, wir haben kein unendlichen Territoire. Das ist ein bisschen unser Problem. Wir probieren hier effektiv dann alles irgendwo inner zu kriegen mit so super duper Kompensationsmaßnahmen, dass mehr Arten da kommen und es riskiert die natürlich, wenn ich verschieden was kommt raus gesucht, wenn ich irgendwo bongert hinsetzen als mesure kompensatoire, weil ich so dat muss mal hun wie de Stehaus oder schwiet wat an du war op dem Äcker fir eng Feldleierchen, dann ass natürlich die Feldleierchen fort, dat das ganz klar an het geht dann du drums wie all die Äten aufzudecken. Schmengen dass man dat michens probieren zu machen, dat gelingt als aber sicher net an alle Beispiele. Wann den awer hëlt de Rotbiland an Feldlechen, Di gifen awer ganz gut ze summe passen, also ken Di gut Moosname machen a Form vun Bundsbrachen, die geif uleen Landsteet den Rotbiland kan joen an wo eng Feldlechen awer och kann du vun er profitéieren op alle Fall. Min natierlech du awer recht Frong vun Dinger froh, Wa mammerem kompenéiere, probier mammer méi déieren gebündelt op derselvester Platz ënner ze kreieren. Igent van enker werd och déi Äderweise funktionieren net méi klappen, nicht wann enke kind Terra méi wie alles zu summen zu kompensieren. Also das lo just beste Falls a moyen Term, wie man können so funktionieren. Okay, merci. Excusez direkt kein Wort mein Blanche wollte noch vorstellen. Blanche. Nee, aber nicht. Also mir sie ohne aus der Welt, wenn nur eng vorstellt abfällt oder trautstil eine dürflich stellen ne schmeckt mir gift noch nach froh du nur nach beantworten ne Absolut. Das heißt, kann ich sie über E-Mail rausschicken oder? Ja oder Movement sammelt sie an dann könnten sie da nur nice weiter. Ja, machen wir das, voilà. Okay, da war schon aber nach der Laurent Schley, der gibt sich noch gern zu Wort auch melden. Ich meine, das auch gerade im Telefon, weil ich den Kamera richtig gesehen. Ja, ich meine, man zeigt nicht. Das ist eigentlich froh. Dann nee. Gibt man noch 2 Stunden, aber Gilles nimmt mich lange auf Foltersperre für seinen Feierabend. Ja, da sind wir dann ein große Merci, Gilles, und die auch sagt, dass so ganz, ganz interessant und vollständigen, ich meine, ganz kompletten Vortrag heute Abend habe ich viel gedrohen hat. Und es war ein ganz interessanter Diskurs und ich fand. Und auch ihr alle gute Filme, merci, dass er so lange durchgehalten hat. Ich meine, wir sind auch bald all dabei. Nur die letzten paar Minuten sind ein paar Wäsche gefallen, aber die meisten von ihr waren ja gut 2 Stunden dabei. Also vielen merci dafür und dann wünsche ich euch noch am Namen von uns allen einen ganz schönen Abend. Und genau, ihr fandet die Aufnahme von dieser Konferenz auch wahrscheinlich nächste Woche oder nächste Woche bei unserem Internet-Site. Und du stellen wir dann noch die PowerPoint vom Gilles zur Verfügung. Vom Jacques, also ich wollte doch dem Jacques merci, das war schon von uns zwei, das war schon ein gemeinsames Show. Merci bien. Merci auch dem Blanche und dem Michel. Ne? Ja, tipptopp. Merci bien. Schönen Abend. Merci, schönen Abend, alle Gute. Ciao. Adi.